ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich kommentiere eure Kommentare-Video. Ja, zur Niederlage im Champions League Achtelfinale-Hinspiel bei Lazio Rom. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Bums. Peter Waldbauer. Legt man die Hypothese zugrunde, dass Tuchel beim FCB maximale Destruktion betreibt, muss man konstatieren, dass er einen super Job macht. Wenn man das zugrunde legt, dann macht er sogar einen sehr, sehr guten Job. Geht sofort weiter, ich muss mal eben die Brille nebenbei putzen. So. GKTDE. Wenn ich an die 2013er Mannschaft denke und dann mit der jetzigen vergleiche, unfassbar. Kein Rückschritt, sondern ein Rückflug. Ja, aber das ist ja, das ist, ja, ich gehe da mit dir, auf jeden Fall. Ist aber natürlich nicht ganz fair gegenüber den Spielern. Einfach aufgrund, dass es eine andere Zeit ist. Ja. Es gibt halt nicht mehr oder ganz, ganz wenig diese Typen. Ja, erinnert euch an Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger. Ich meine, Rebron Rob brauchen wir gar nicht anfangen. Aber auch davor Lisa Razou, Willi Sagnol, Effenberg, Matthäus, da gehen wir noch weiter zurück. Überlegt euch mal, was ein Schweinsteiger und ein Lahm für ein Führungsduo war. Und wie die vorangegangen sind, wie die aber auch kommuniziert haben, wie die sportlich, selbst wenn es nicht gut lief, was beim Philipp Lahm übrigens nie der Fall war. Ich kann mich nicht beim Philipp Lahm daran erinnern, dass der mal wirklich ein richtig schlechtes Spiel hatte. Anderes Thema. Aber selbst wenn so ein Schweini mal einen schlechten Tag hatte, ist der durch Kampf und Engagement und Führung einfach so wichtig gewesen und so vorangegangen und so die Leute mitgenommen. Ja, ein Martinez. Leute. Und jetzt haben wir da einen Kimmich Goretzka stehen. Ja. Das ist einfach auch eine ganz andere Generation. Ne? Früher kann ich mir vorstellen, in der Kabine, da wurde mal Tacheles geredet. Ne? Ich meine, guckt euch so einen Olli auf dem Platz an, dann könnt ihr euch überlegen, was der in der Kabine früher rausgelassen hat. Das gibt es heute nicht mehr. Kann ich mir nicht vorstellen. So, Müller ist vielleicht so der Letzte, aber was hat der Müller gerade für Argumente, Alter? Der ist doch jetzt noch nicht mal mehr Stammspieler. Manuel Neuer kriegt die Zähne nicht auseinander, von Kimmich brauchen wir gar nicht reden, der nimmt eh keiner mehr ernst. Goretzka hat einen Anspruch von Führungsspieler. Leute, ganz, ganz wildes Thema, worüber ich extra ein Video von 2 Stunden machen könnte. Ja. Es ist aber einfach auch eine andere Zeit. Ne? Es gibt halt nicht mehr oder leider nicht mehr diesen Führungsstil. Was schade ist und was unserer Mannschaft mit Sicherheit fehlt. Ich meine, um das mal vielleicht kurz abzurunden, das Traurige ist doch, wir verpflichten einen Eric Dyer, wo ich schon gesagt habe bei der Verpflichtung, ich kann mir vorstellen, dass der einschlägt und so weiter. Viele haben den ja super schlecht geredet. Und der ist dann der auffälligste Führungsspieler auf dem Feld. Was super ist für ihn. Ja. Was super ist für ihn und super für ihn spricht. Aber doch ein Armutszeugnis ist für diese Mannschaft, Alter. Ja. Alicia, bin extra aufgeblieben für dieses Video. Für mich schlechtester Mann Sané. Ja, vielen lieben Dank. Und ja, gehe ich mit Sané. Ben Kane. Ich glaube, das war's jetzt. Wieder mit dem Informsein von Sané. Ja. Wir können uns wieder auf den Sané der letzten Jahre einstellen. Keine Konstanz und Lustlosigkeit. Ja. Gehe ich voll mit. War schon abzusehen, schon zum Ende der Hinrunde. Ja. Ja, da hat er zwischendurch nochmal so einen ganz, ganz, so einen minimalen Peak gehabt. Wie gesagt, man kann ihm zugestehen, dass er sich nicht mehr so hängen lässt, dass er schon ein bisschen verbissener ist teilweise. Aber für seine Qualität an seinem Maßstab gemessen, ja, die 10, 12, 13 Spiele sind durch in dieser Saison und das war's.
Stefan H., das Thema Doppelbestrafung hast du nur bei Notbremsen, nicht bei grobem Foulspiel. Das ist in der Bundesliga genauso wie in der Champions League. Okay. Okay. Ja, meine grauen Zellen denken gerade nach Darmstadt. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich gehe damit, dass es eine rote Karte ist. Ja, das habe ich ja gesagt auch in dem Video. Also für mich sind diese Art von Fouls sind für mich rote Karten. Egal, wo sie stattfinden. Ob im 16er oder sonst wo. Ja, fertig. Aber das muss ja jeder für sich so sehen. Ja, ich überlege gerade mit dieser Notbremsengeschichte. Ich glaube, aber ich will da nichts Falsches sagen. Alles gut. Wenn das so ist, ist das so. Katakuri. Sané nimmt den Ball, bleibt stehen, täuscht mit seinem Körper und verliert den Ball. Ich kann das alles nicht mehr. Jo. Ach du liebes Füßchen. Ich habe eigentlich nur rumgeschrien. Was Sané da wieder abgeliefert hat, war so dermaßen bodenlos. Jeden Ball verdribbelt oder einen Fehlpass gespielt. Beste Szene war, als er in 3 Leute reinrennt. Guerrero bietet sich an, er sieht das und statt abzuspielen und den Ball in den eigenen Reihen zu halten, versucht er durch die 3 Spieler zu dribbeln. Und verliert dann den Ball gegen den 4., der sich dazu gesellt hat. Und als er dann nach 80 Minuten ausgewechselt wird, zieht er eine Fresse. Kann man sich echt nicht mehr selber ausdenken. Der gehört auf die Bank gegen Bochum. Und was die kleine Zimtzicke davon hält, braucht Tuchel nicht mehr sonderlich interessieren, da er sowieso bald entlassen wird. Ja, ich glaube aber, um da mal eine klitzekleine Lanze zu brechen für Sané und Musiala, dass das gewollt ist von Tuchel. Ja, dass das einfach gewollt ist, dass diese beiden Spieler durch Einzelaktionen irgendwas kreieren sollen. Ja, es ist, weil wir haben kein System vorne. Ja. Also was jetzt nicht heißt, wie gesagt, für mich, weil Juve eine Note 6 und ich sehe das kein Stück anders, ja. Aber ich denke, das kannst du auch ein Stück weit auf den Trainer zurückführen. Bei Leroy, dass er seine 15 guten Spiele hat und dann abtaucht, ja gut, das kennen wir seit 3 Jahren. Also, dass das jetzt auf einmal anders sein sollte, bitte euch, Leute. Schlonsschuppe. Tuchel bettet um Entlassung. Die Mannschaft hilft ihm dabei, aber der Vulkan vom Tegernsee und der unfähige Vorstand nehmen den Ball nicht Volley, obwohl das Tor leer ist. Ja. Genau. Tun sie nicht. Es wird mit Sicherheit auch ein Grund sein, dass man sich dann irgendwo eine Blöße gibt und den sogenannten Experten halt recht gibt. Dass es halt einfach ein Missverständnis ist mit Tuchel. Gut, Londe, Hut ab über die chronologische Wiedergabe des ganzen Spiels und dann noch die Kommentierung dazu. Ja, danke. Barcelona. Die Leute, die Bayern groß gemacht haben, Spürnase, sind nicht mehr da oder zu alt. Das Erbe wiegt schwer und ist fast unmöglich zu ersetzen. Alles hat mal ein Ende, sogar die Bayern-Dominanz. Da kann sogar als Trainer kommen, wer will, vielleicht also möglich ist es. Nee, sehe ich anders. Ich gehe mit, ja, dass manche Spieler über ihren Zenit möchte ich nicht sagen, dass manche Spieler aber einfach ein Leistungsniveau haben, was nicht passt. Was aber auch für mich zumindest zurückzuführen ist auf den nicht vorhandenen Konkurrenzkampf für diese Spieler. Diese Spieler spielen einfach immer, weil sie super viel für diesen Verein erreicht haben und man sich nicht traut, diese Spieler in einen gesunden Konkurrenzkampf zu stecken. Ja, das ist der Grund. Deswegen spielen diese Spieler seit 2 Jahren so, wie sie spielen. Aber da gehört, oder das liegt in der Verantwortung des Trainers. Ja. Er stellt die Spieler auf, nicht die Spieler sich selber. Dass die Spieler dann so performen, wie sie performen auf dem Platz, ja, ist zum großen Teil die Schuld der Spieler. Aber auch da muss natürlich ein Trainer schon die Spieler heiß machen können. Auch das kriegt ein Tuchel nicht hin. Aber wenn diese Spieler dann so performen, ja, dann muss der Trainer halt reagieren und das tut er nicht. Und er erwartet, dass 2 und 2 irgendwann 5 sind. Es werden aber immer 4 bleiben. Batman. Jede Sekunde Herzrasen gehabt, dass irgendwer den Ball einfach so verliert. Das ist eine Tortur und das Gegenteil von Genuss, wie die Barca-Saison mit Messi, Neymar, Suarez zum Beispiel, wo ich vor jedem Spiel Vorfreude auf den Fußball hatte. Naja, es gab ja bei uns auch genug gute Saisons, wo man die Vorfreude auf das Spiel hatte. Ja, das ist seit 2 Jahren ein bisschen anders, ja. Aber alles hat mal ein Ende, aber das ist auch alles hausgemacht.
Adidas Gangster. Bitte lasst Sané mal ein paar Spiele auf der Bank. Das tut ihm vor allem der ganzen Mannschaft sehr gut. Ja, ist richtig. Aber da hat man ja nicht die Eier zu. Weil man ja dann auf Spieler setzen muss, die man eigentlich nicht haben möchte. Wie ein Tell, wie ein Zaragoza. Das wäre ja dann Schlag ins Gesicht. So, weißt du? Das geht ja nicht. Ralf Reiter, in der Mannschaft sind Spieler, die sich nicht mehr den Arsch aufreißen für Tuchel. Das ist mein Gefühl. Ja, keiner. Ja, Müller, ja. Dass Müller das für einen Trainer getan hat, wage ich persönlich zu bezweifeln. Bei Müller habe ich das Gefühl, er tut das für den Verein, für sich. Bei allen anderen hast du nicht das Gefühl, auch wenn sie ihre leeren Phrasen nach dem Spiel bringen, dass sie auch nur ansatzweise für den Trainer spielen. Aber wie auch? Man hat ja nicht das Gefühl, dass das irgendwie eine homogene Einheit ist. Ja? Wie kalt ein Tuchel manche Spieler runtermacht, sie ignoriert. Wie soll da auch eine homogene Einheit sein? Ja? Tuchel hat es ja in 11 Monaten nicht geschafft, obwohl er einen super kleinen Kader hatte, 15, 16 Spieler mit ins Boot zu nehmen. Und so wie es ja eigentlich jeder Trainer bei uns geschafft hat. Ja? Zu sagen, so, dass ihr seid die Mannschaft. Ja? Nein, es sind immer die 11 gleichen Spieler. Es sei denn, es ist jemand verletzt oder gesperrt. Und dann entwickelt sich das, was sich jetzt entwickelt hat. Deadbook-Fan, ehrlich gesagt, ich erwarte die Saison von uns nichts mehr, selbst wenn man Tuchel entlässt. Ich würde dann schon noch was erwarten, je nachdem, ob der kommende Trainer ein Spielsystem hat und endlich die Spieler nach Leistung aufstellt. Ja. Das wäre natürlich das Wichtige, wenn der dieselbe Kerbe schlägt wie alle Trainer, die bisher da waren und sagt so, ja, die spielen immer, weil sie super gestandene Spieler sind, weil sie angeblich Führungsspieler sind. Dann gehe ich mit, dann wird sie nichts ändern. Dann kann es auch einen Trainer ändern. Ja, dann werden wir vielleicht ein Spielsystem wieder sehen, mit ein bisschen mehr Erfahrung, aber in großen Spielen, in engen Spielen wird das dann trotzdem nicht reichen, da gehe ich mit. Ja, du musst jetzt endlich einen Trainer haben, der kommt, der sagt, es ist mir scheißegal, ob du Kimmich, Goretzka, Sané heißt, ob du Zaragoza, Tell, Müller, Neuer oder sonst wie heißt, De Ligt, Minjay, ob du 100 Millionen Marktwert hast, ob du 5 Millionen Marktwert hast, ob du 17 bist oder 35, ist mir alles scheißegal. Ich stelle euch nach eurer Leistung auf. Und nicht nur nach der Trainingsleistung, wo ja alle immer top sind. Wenn alle immer top sind im Training, du stellst sie dann im Spiel auf und sie performen im Spiel nicht, dann gehören sie im nächsten Spiel nicht mehr aufgestellt. Ganz einfache Kiste. Wir reden über Leistungssport. Ich weiß gar nicht, warum das zu irgendeiner Diskussion stehen muss. Wir reden über Leistungssport. Ja, und wenn die Spieler, die jetzt gespielt haben, gegen Leverkusen, die wieder gegen Lazio gespielt haben, diese Leistung nicht hinbekommen, dann muss doch die logische Konsequenz sein, dass jetzt mal die Spieler spielen, die dort nicht gespielt haben. Ja, Leistungssport, das ist ganz einfach. Huber, ich bin seit 30 Jahren Bayern-Fan, aber sowas Schlechtes wie die letzten 2 Spiele habe ich noch nie gesehen. So schlecht wie gegen Leverkusen gehe ich mit. Gegen Lazio war es ja auf 20 Minuten ganz gut. Wir haben ja auf jeden Fall 2, 3 Torchancen erspielt. Aber ja, Leverkusen gehe ich 100% mit. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Jogi Schulz, danke für deine ehrliche Analyse. Müller, tut mir leid. Das Trainerkarussell dreht sich zurzeit wieder schneller in den Ligen, Herr Tuchel. Ich hoffe, Nagelsmann hat sich die letzten Bayern- und BVB-Spiele angeschaut und ändert den EM-Kader, sonst sehe ich schwarz. Ja, die Nationalmannschaft ist, was mich nicht wirklich interessiert. Jans, De Ligt ist ein absolutes Monster. Unglaublich, dass Thomas Tuchel den Upa für besser hält. Steffen Tigges wäre noch zu haben, um die Sturmproblematik zu lösen. Ey, ich finde den Tigges ja gar nicht so schlecht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ne? Er hat auf jeden Fall Potenzial. Aber ich bin da natürlich nicht im Thema. Ich habe seine Entwicklung nicht verfolgt oder was. Ne? Aber ich kenne den auf jeden Fall. Weiß ich gar nicht, ob man das jetzt an Upa festmachen muss. Upa war für mich der stabilste Innenverteidiger bisher in dieser Saison, aber Minjay gehört da einfach nicht. So, da gehört ein De Ligt hingestellt. Und dann halt der die beste Form hat und der fit ist, gehört an die Seite. Also ich denke, in Upa hat man angemerkt, dass er einfach nicht fit ist. Ja, der ist einfach nicht bei 100%, der kommt aus einer langen Verletzung. Also, und man schmeißt ihn gleich wieder rein. Das ist auch ein Trainerfehler. Ja. Also da muss ich den Upa mal ein bisschen in Schutz nehmen. Ja. Upa war bisher die Saison bärenstark, super konstant.
Ja, aber wenn man den Opa da reinwirft, obwohl er nicht fit ist, und dafür Spieler draußen lässt, die super stark performt haben, da muss man sich nicht wundern. David Vincente Vega. Anmerkung, die Bayern-Spieler haben sehr gut trainiert. Das muss man erwähnen, wie ich finde. Im Hotelsaal, bei 21 Grad Celsius auf Parkettboden, wohlgemerkt. Ja, guck mal. Ich sag ja, wir sind ja auf jeden Fall Trainingsmeister. Wir werden auch Training-Champions-League-Sieger, macht euch keine Sorgen. Chucky, erstmal danke für deine authentischen Videos zum Spiel. Ich habe Sané nicht ganz so schwach gesehen, aber hätte ihn trotzdem wie einige andere zur Halbzeit ausgewechselt. Diese Mannschaft ist total verunsichert. Keine Idee nach vorne und mit De Ligt sitzt der meiner Meinung nach zuverlässigste IV nur auf der Bank. Absolut ein Witz. Auch ein Saragossa oder ein Tell können laut Tuchel keinen Impact bringen. Da bin ich sprachlos. Er braucht einen Neustart, sowohl auf der Trainerposition als auch im Kader. Ja, wir brauchen einfach, du brauchst keinen Neustart, du brauchst einfach einen Konkurrenzkampf. Ja, einen offenen Konkurrenzkampf. Ich verstehe nicht, warum es den seit 2 Jahren nicht gibt in dieser Mannschaft. Ja? Es gibt ihn nicht. Es gibt ihn nicht. Es ist zum Verrücktwerden. Ja? Du brauchst einfach einen Trainer, der ein Spielkonzept hat und der sagt, hier, wie ich es gerade gesagt habe, Konkurrenzkampf, egal wie ihr heißt, wie alt ihr seid, wie ihr aussieht. Punkt. Und alles wäre gut. Ja? Alles wäre gut. Also wie kann man Pavlovic rausnehmen? Der Einzige, der wirklich stark auf dieser Position bisher jedes Mal performt hat. Wie kann ich den rausnehmen? Stell doch einen Kimmich dazu, wenn du meinst, du musst einen Kimmich unbedingt dabei haben. Ist doch okay. Ne? Ich könnte die Position einzeln durchgehen. Mache ich jetzt hier nicht. Habe ich im extra Video gemacht. Könnt ihr euch gerne anschauen. Sinan Fu, als BVB-Fan bin ich am Sonntag auf deinen Kanal gestoßen. Die Analysen sind super, bitte mal auch für den BVB solche Analysen. Und Thomas Müller und Hermann Gerland wären doch ein tolles Trainerteam für euch. Ja, da würden sich einige umgucken, wenn Hermann Gerland wieder Trainer wäre, weil Hermann Gerland keiner ist, der pudert. Ja, das hat er schon in der Jugend nicht getan, deswegen sind da auch noch Jugendspieler hervorgekommen, die auch dieses harte, in Anführungsstrichen, Fußballgeschäft konnten und sich durchsetzen konnten, ja, weil da einfach schon eine Entwicklung in der Jugend war. Und ja, wenn wir es genau nehmen, seitdem Hermann Gerland nicht mehr habe ich ja schon mal gesagt, als Co-Trainer tätig ist viel Substanz verloren gegangen, ne? Muss man ganz klar so sagen und fragt euch mal warum. Ja, es gibt ja mehrere BVB-Fans hier auf dem Kanal. Ich habe ja schon mal in dem anderen Kommentar, in dem anderen Video was zu geschrieben. Kann ich natürlich nicht machen. Ja. Ich hätte sogar einen Grund gerade, um das mal in Erinnerung für jemanden zu tun, ja. Aber da würde ich der Sache nicht gerecht werden. Ja, weil ich einfach nicht im Thema drin bin. Beim BVB. Ich kenne den Kader nicht. Selbst wenn ich da jetzt ein Spiel mir angucken würde und da meine Meinung zu den Spielern sagen würde und so weiter, die wäre ja nicht fundiert. Ja, also bei uns ich kenne seitdem ich den Kanal hier habe, auch vorher habe ich jedes Spiel gesehen, seit Jahren. Ich kenne jedes Leistungspotenzial und Niveau, was die Spieler erreichen können. Also ich weiß, was ein Kimmich kann, wenn er kann. Ich weiß, was ein Sané kann und so weiter. Ja, das wüsste ich beim BVB halt gar nicht. So, und dann ist es schwer, das wirklich zu beurteilen. Ja, weil ich gar nicht wüsste, welchen Maßstab ich bei welchen Spieler wie anlegen kann und sowas. Und natürlich würde das Herzblut natürlich auch fehlen, was hier natürlich mit reinschwingt. Ne? Deswegen ist das eigentlich ein Ding, was nicht gehen würde. Ich meine, es wird ja noch das Spiel gegen uns geben. Da werde ich auch mal ein bisschen auf beide Seiten ein bisschen mehr achten. Und dann kann ich da vielleicht mal ein paar Sätze dann auch zu sagen. Aber das ist dann auch das höchste der Gefühle leider. Da müsste ich mich sonst, wie gesagt, da bin ich auch, glaube ich, gar nicht neutral genug für, ehrlicherweise. Würde wahrscheinlich immer so ein bisschen was mitschwingen, aber weiß ich nicht. Schwer. Casa, ich glaube, der größte Fehler von Tuchel ist, dass er stur versucht, seine Idee auf eine Mannschaft zu übertragen, für die er nicht die passenden Spieler hat. Ja,
Gehe ich zu 100% mit. Das mag in Chelsea funktioniert haben, als ihm Roman Abramovich jeden Wunsch von den Augen abließ oder bei Pep Guardiola in Man City, egal was es kostet. In München findet er einen Haufen Spieler, die durch die 4 Meisterschaften in Folge und den Champions League Gewinn 2020 total satt und auf der anderen Seite durch die vielen Misserfolge in der Nationalmannschaft auch in der Öffentlichkeit völlig verbrannt sind. Und anstatt mit denen zu arbeiten, die Lust haben und was leisten wollen, stellt er seit einem Jahr die gleichen Pfeifen auf und demontiert alle anderen. Ja. Das ist auch die einzigste Gleichheit zum Nagelsmann. Gravenberch hatte nach nur einem Jahr schon die Schnauze voll. Der Dicht, für den man 80 Millionen auf den Tisch gelegt hat, stimmt nicht, 67 Millionen. Und der in seiner ersten Saison direkt zum Leistungsträger und Chef in der Abwehr wurde, wird Ende dieser Saison vermutlich auch gehen. Ja, wenn Tuchel dann noch Trainer ist, definitiv. Was ich auch als super schade und super fahrlässig empfinde. Stanisic, Kretzig, Pavlovic, Ibrahimovic und Tell hätte man schon längst fest integrieren können. Pavlovic hatte etwas Glück, dass er keine Alternative gab. Aber nach Leverkusen habe ich die Befürchtung, dass der sein letztes Spiel gemacht hat. Ja, gehe ich auch von aus. Tell versauert auf der Bank und die anderen wurden direkt über Bord geworfen und zeigen jetzt so anders, dass sie was können. Ja, na klar. Na logisch. Auch Aznu, Buchmann, Nikel, Wanner, Asbjesten, Zwonanek, Zaragoza und Irankunda werden unter Tuchel vergammeln, falls dieser kommende Saison noch da sein sollte. Ja, sehe ich genauso. Ich hoffe ernsthaft, dass Eberl und Freund hier kräftig auf den Tisch hauen und Tuchel entweder sagen, wo der Hund begraben ist, oder hauen ihn gleich raus. Ich glaube, dass da ist Tuchel nicht der, wie du es gerade sagst, der ist halt einfach stur und verbohrt. Was okay ist. Wenn man sich einen Tuchel ins Haus holt als Trainer, muss man das wissen, auf was man sich einlässt. Ja? Tuchel wird diesen Weg nicht mitgehen. Punkt. Wie auch. Guckt euch die Entwicklung der Spieler an. Er hat es ja nicht geschafft, auch nur einen Spieler auf dem normalen Level zu halten. Die sind ja alle schlechter geworden. Wie soll er dann junge Spieler entwickeln? Da hat er einfach keinen Bock zu. Was okay ist. Dass er das früher mal konnte, hat man gesehen, als er noch in Deutschland tätig war. Anscheinend hat er da einfach keine Lust zu. Was okay ist, aber dann ist er einfach der Verkehrte für unseren Verein. Ja. Und wie du schreibst, ja. Ich meine, das letzte Beispiel ist der Kretzig. Also, nochmal, ich habe es in meinem anderen Video erklärt. Wenn Kretzig reinkommt, ist er sofort on fire. Er versucht sofort zu navigieren, sich einzubringen. Ja, quatscht vielleicht ein bisschen viel, so wie der Müller. Aber vergleicht das mal mit einem Kimmich oder einem Goretzka. Seht ihr die jemals irgendwie mal Anweisungen geben auf dem Feld? Oder versuchen, irgendwas zu ordnen? Ja, also krass. Und so einen Spieler schickst du dann weg. Also, traurig. Dieses Gewäsch von wegen jungen Spielern, die man nicht überfordern darf, ist blanker Hohn. Was machen denn die alten Profis gerade? Versagen auf ganzer Linie. Während dessen sieht man einen 16-jährigen Lamine Yamal, der in Barcelona alles rockt. Das ist auch für mich, da sage ich gar nicht was zu. Bei den Bayern findet man so unglaublich viel Qualität bei Spielern, die um die 20 Jahre alt sind. Baut doch verdammt nochmal was mit denen auf. Ja, das ist ja auch das, was ich immer sage. Ja, ich finde das super heuchlerisch, immer dieses Argument zu bringen. Ja, schon letzte Saison beim Tuchel. Der Tell, der ist erst 17. Den kann ich doch jetzt noch nicht aufstellen. Der muss erst mal alt werden. Also da kriege ich einen Kackreiz vom Allerfeinsten. Ja, und immer dann, wenn man das Argument bringt, guckt euch zum Beispiel mal Messi bei Barcelona an. Ja, Messi, der hat ja auch eine Qualität, Blasötz. Guckt einfach mal nach Barcelona. Barcelona macht das seit Jahr und Tag. Ja, da kommen junge Spieler, die gut sind, die werden spielen. Die spielen. Fertig. Punkt. Wo ist denn auch das Problem? Ja, wir haben so viele, ihr habt es gerade hier, ich habe es euch vorgelesen, so viele vielversprechende Talente in unserer Mannschaft und in der zweiten Mannschaft und in der Jugend. Und wenn nicht, letztes Jahr schon gesagt, letztes Jahr war es schon soweit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Leute, nochmal, letzte Saison war es schon so. Die waren grottig. Ein Gravenberch wurde ignoriert, Alter. Ein Tell genauso. Und diese Saison derselbe Stiefel. Genau derselbe Stiefel. Die bekommen einfach keine Chancen. Auf welcher Grundlage? Wir reden über Leistungssport. Und wie es hier geschrieben wurde, die Leistung der Etablierten ist seit 2 Jahren grottig. Jens Otto? Ich weiß es nicht. Jens Otto wahrscheinlich. Uff.
Was bleibt einem da noch anderes zu sagen? Sorry schon mal für den langen Kommentar. Ich kämpfe seit Tagen mit mir, weil ich mich frage, ob ich der Einzige war, dem das aufgefallen ist. Der Presse anscheinend nicht. Nach dem Spiel gegen Bayer sagte Tuchel dem Reporter, dass er Wetten darauf eingehen würde, dass es den Ball von Andrich auf Stani diese Saison noch nicht gab. Wenn er in der taktischen Analyse so vorgeht, verstehe ich die Spieler. Dann würde ich auch alles locker, leicht auf die linke Schulter nehmen. Das war für mich ein Offenbarungseid. Jetzt, ein Spiel später, verstehe ich sie noch mehr. Es gab beim FC Bayern schon ewig tiefstehende Gegner, die einem den Abschluss schwerer machen. Aber das weiß man doch schon bei Amtsantritt. Spontan fällt mir dazu schnelle Kombination und gutes Verschieben der Position oder eben ein eigenes Tiefstehen und Locken ein. Ja, eigenes Tiefstehen und Locken kannst du bei 80% der Gegner knicken, die werden sich nicht locken lassen, weil die im schlimmsten Fall 0:0 zufrieden wären. Aber ansonsten, ja, na klar. Kombinationsspiel, wie es Müller gegen Gladbach gezeigt hat. Nicht den Ball annehmen und erstmal über ein halbes Feld laufen, wie es in Musiala und Sané machen, sondern den Ball spielen. Ja, einfach auch mal in den Raum spielen, wenn kein Spieler frei ist. Einfach in die Tiefe spielen. Seite überlagen, schnellen Seitenwechsel. Bekommen wir nicht hin, weil der Ball dann über Kimmich oder Goretzka läuft, die auch erstmal eine halbe Ewigkeit brauchen. Dann hat die Mannschaft schon wieder verschoben. Das sind nur die einfachen Dinge. Ja, die eigentlich jeder, der in der C-Jugend mal Fußball gespielt hat, versteht. Ja? Aber selbst die einfachen Dinge haben wir nicht in unserem Repertoire. Kriegen wir nicht hin. Ihm fällt zum Verrecken keine Lösung ein. Anscheinend hat er das Spiel gegen Leverkusen auch noch nicht gesehen. Oder er hat einfach keine Lösung gefunden, warum Kane nicht ins Spiel kam. War es ein besseres Spiel als gegen Bayer? Aus meiner Sicht schon, aber wir vergleichen hier den Tabellenplatz 8 mit dem ersten der Bundesliga. Kein Wunder also, dass es denen besser gelingt. Tuchel muss weg, von mir aus aber auch erst am Saisonende. Ist sowieso schon alles futsch. Dann bitte mit einem Ballbesitz und Passspiel geprägten DNA einen neuen Trainer suchen. Ich stimme natürlich mit ein. Dass die Saison gelaufen ist, stimme ich nicht mit ein. Es sollte ein schneller Trainerwechsel kommen. Ist auf jeden Fall noch was möglich, weil die Qualität in dieser Mannschaft ist ja nicht bestreitbar, die ist ja vorhanden. Ja? Du musst nur einfach jetzt endlich ein Spielsystem haben, eine Spielidee haben und endlich einen normalen, im Leistungssport, Konkurrenzkampf eröffnen. Und schon regelt sich vieles von ganz, ganz alleine. Ja? Von daher würde ich nicht sagen, die Saison ist abgehakt. Sollten wir jetzt gegen Bochum verlieren oder nicht gewinnen, dann ist die Meisterschaft weg. Punkt. Ja. Wenn Tuchel Trainer bleibt, ist die Meisterschaft für mich weg. Also da müssen wir nicht drüber reden. Aber hätte man jetzt irgendwie einen Trainer gewechselt und es hätte diesen Funken gegeben, dann glaube ich, wäre auch in der Meisterschaft noch was drin gewesen. Aber ja, bis zum Rückspiel sind 2 Wochen, 3 Wochen, glaube ich, ne? 5.3., glaube ich, also 3 Wochen sogar. Also da ist schon was möglich. Ja, also abhaken würde ich das noch nicht. Wenn Tuchel Trainer bleibt, bin ich bei dir, kannst du alles abhaken. Wok Eve, ein Upamecano und Sané haben keine Startelfberechtigung. Sehe ich anders mit Upamecano. Upamecano hat schon eine Startelfberechtigung, nur nicht mit der Fitness, die er hat. Ansonsten war er diese Saison bisher der stärkste Innenverteidiger. Sané hat für mich auch keine Startelfberechtigung aktuell, weil er keine Form hat. Ja, den müsste man einfach mal ein Spiel draußen lassen. Vielleicht wird er da ein bisschen gekitzelt und vielleicht sehen wir dann doch nochmal eine Performance, die an die Hinrunde erinnert. Ja, gehe ich mit. Netbook-Fan nochmal. Die Benotung ist ebenfalls bis ins Mark treffend. Das Thema ist, dass die Spieler, die spielen, nicht auf ihren Positionen aufgestellt werden. Von Laptop-Trainer gar nicht erst anzufangen. Endlose Schleife. Ja. Hydro Graphics. Das Beste an den Bayern-Spieltagen ist, dass die Reaction und Analysen von dir kommen. Nur noch Standfußball und Katastrophe. Keine Ideen und Zug zum Tor. Nur noch gegeneinander statt miteinander. Ja, ist leider. Was wird als Torschuss gewertet, wenn der Torwart ihn hält? Florian Frank, nee. Aber dann hätten wir ja keinen Torschuss gehabt. Aber wir hatten ja 17, oder was? Ich kann dir das nicht sagen, was als Torschuss gewertet wird. Schuss aufs Tor ist, wenn der Ball aufs Tor geht, ja. Also, ne? Aufs Tor. Ob an den Pfosten oder ob der Torwart ihn hält, das ist ein Schuss aufs Tor. Was als Torschuss gilt, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch
wenn ich aus 33 Metern den Ball schieße und den Spieler vor mir, der 2 Meter vor mir steht, anschieße, dann zählt das wahrscheinlich auch als Torschuss, was Richtung Tor gehen sollte oder was. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht beantworten. Vielleicht gibt es hier einen Schlaueren wie mich. Jules, ich weiß gar nicht, ob ich traurig oder einfach nur sauer und enttäuscht bin. Ich bin kein Fan davon, immer auf den Trainer zu gehen. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass diese Mannschaft nicht trainierbar ist, siehe Ancelotti, Nagelsmann, Kovac und jetzt Tuchel. Aber es ist leider dieser Punkt gekommen, beziehungsweise schon überschritten, dass Thomas Tuchel gehen muss. Nee, da gehe ich erstmal nicht mit. Ich glaube nicht, dass diese Mannschaft nicht trainierbar ist. Dafür hat diese Mannschaft sich ja auch viel zu viel geändert in den Jahren, die du jetzt aufzählst, seit Ancelotti, Nagelsmann, Kovac. Ja, ich hab ein Video rausgehauen, das verlinke ich mal hier am Ende, wo ich auf die aktuellen Probleme eingehe. Da gucken wir uns auch an, wann welcher Spieler kam und wann welcher Trainer da war. Also da gehe ich nicht mit, weil die Mannschaft eine ganz andere ist, als sie noch unter Kovac zum Beispiel war oder Ancelotti. Ja, wir können gerne die Spieler, die im Raum stehen, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané zum Teil, Müller, Neuer, das sind die Spieler, die alle Trainer mitgemacht haben. Dann kannst du das gerne auf diese Spieler beschränken. Untrainierbar würde ich da auch nicht sagen. Aber ja, auf diese Spieler kann man was zu sagen, aber der Rest, der stimmt halt einfach nicht. Ja. Allein diese Saison haben wir super viele neue Spieler. Also, nee, da gehe ich nicht mit. Dieser Geist dieser Mannschaft um die deutschen Führungsspieler herum, dass der nicht gut ist, ja. Ich denke, vielleicht meinst du das. Dann gehe ich da 100% mit. Warum, wieso, weshalb das so ist und wie ich das sehe, wie gesagt, in dem anderen Video. Das ist ja wirklich gar nichts auf dem Platz vorhanden, was nur ansatzweise in FC Bayern gerecht wird. Es muss ein neuer Trainer her und diese satten Spieler müssen weg. Auch da, nee, die müssten noch nicht mal weg. Ja, mittlerweile, ich gehe mit, ich würde sagen, die müssen weg. Aber Kimmich, Goretzka und so weiter, die sind eben besten Fußballer, Alter. Die müssen einfach nur wieder an ihre Leistungsgrenze kommen. Ja. Aber das bekommt man ja nicht hin, indem man sie pudert und jedes Spiel spielen lässt. Man muss sie dann einfach, wenn sie keine Leistung bringen, wie sie es jetzt seit 2 Jahren tun, sie auf die Bank setzen. Ja. Klar, wenn sie dann Monat, 1,5 auf die Bank setzen und immer noch es nicht hinkriegen, die Leistung zu bringen, ja, dann gibt's andere Probleme und dann gehören sie weg. Ja, da gehe ich mit. Ja. Aber solange man diese Spieler nicht in einen Konkurrenzkampf stellt, wirst du die Spieler ja auch gar nicht los. Die Spieler wollen ja nicht weg. Die Spieler bekommen ihr Geld bei uns, sind glücklich, weil sie Friede, Freude, Eierkuchen immer spielen. So, wenn ein Spieler nicht weg will, wirst du ihn nicht los. Ganz einfach. Also musst du ihn auf die Bank setzen, damit ein Spieler überhaupt mal darüber nachdenkt, den Verein zu verlassen. Ja. Also ganz wild. Ein großer Umbruch steht an. Ja, wir haben diese Saison schon einen gewissen Umbruch gemacht. Ne? Auch da guckt euch mal die Transfers an, jetzt, die wir hatten. Ja, oder nehmt das letzte Jahr gerne noch mit dabei, mit De Ligt und Tell und Gravenberg, den man leider wieder direkt abgegeben hat. Aber wenn man die Transfers mit dabei nimmt, plus diese Saison die Transfers, von daher Kane, jetzt Zaragoza und Boyer, da ist ja schon was im Gange, ja. Aber na klar, wir kommen immer wieder auf die gleichen 5, 6 Spieler zurück, die ich gerade genannt habe. Ne? Deswegen, das sind die, Leimer habe ich natürlich vergessen, Guerrero, ja. Also da seht ihr, wie viele neue Spieler wir die letzten 2 Jahre schon verpflichtet haben. Ja. Aber diese Spieler, dazu noch ein Pavlovic, Kretzig, den man leider abgegeben hat aus der eigenen Jugend und so weiter. Aber diese Spieler schickt man halt einfach nicht in einen gesunden Konkurrenzkampf. Diese Spieler sind einfach nur da, wenn irgendwer verletzt ist oder gesperrt. Ja? Und das ist das große Problem. Es ist nicht das große Problem, dass die Qualität fehlt oder dass jetzt ein super großer Umbruch her muss. Ja, ich gehe mit, dass für mich kann Kimmich, Gnabry, Sané, Goretzka, die können für mich weg. Gehe ich 100% mit. Wegen mir verkauf sie, wenn du sie los wirst. Oder umsonst. Allein das Gehalt, was diese 4 Spieler bekommen, geht an die 80 Mille. Also weg. Ja, gehe ich komplett mit. Aber man könnte das Ganze halt einfach durch einen gesunden Konkurrenzkampf mal ins Laufen bringen. Was man leider die letzten 2 Jahre verplant hat, nicht getan hat. Nagelsmann hat es nicht getan und Tuchel tut es auch nicht. Ja.
Und das sind sogar 2,5 Jahre. Und das ist das große Problem, was wir haben. Ja. Ein großer Umbruch steht an. Müller wirklich super Impact und absolut wichtig fürs Team. Wir haben auch wirklich nichts, was großartig von der Bank kommen kann. Es ist erschreckend. Was soll ein Tell in 10 Minuten machen? Wieso wird ein Musiala und ein Sané immer weiter laufen gelassen, obwohl da nichts passiert? Genauso Goretzka. Es ist mit gesundem Menschenverstand nicht mehr zu erklären. Ich könnte noch 1000 Sachen schreiben, die mich stören, aber dann würde ich wahrscheinlich gesperrt werden. Eine Sache noch. Wer gegen Upa jetzt rassistische Kommentare verfasst, ist der letzte Hund. Das war's jetzt. Heißt es erstmal runterkommen. Warum sollte jemand gegen Upa einen rassistischen Kommentar verfassen? Wenn hier sowas stehen sollte, ja, dann wird der von mir vernichtet werden. Also, die Bemerkung habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja. Ja, wir gucken einfach mal, ob hier so ein Kommentar kommt. Ist euch aufgefallen, wie ratlos Tuchel an der Seitenlinie stand? Er hat mehrfach versucht, die Mannschaft nach vorne zu pushen und die Spieler haben hart drauf geschissen. Ich würde wirklich lachen, wenn es nicht so bodenlos traurig wäre. Erstmal von wegen gesperrt werden. Von mir wirst du nicht gesperrt. So, klar, wenn du irgendwelche beleidigen, komischen Wörter, kann es sein, dass YouTube dich sperrt, beziehungsweise den Kommentar ausblendet. Von meiner Seite ist alles gut. Solange da nicht, wie du gerade selber schreibst, irgendwas Rassistisches oder so steht. Tommy, du hättest mal Sport 1 gucken sollen. Basler und Ton haben beide unisono das gesagt, wofür du mich hier auslässt. Der Kader ist komplett durch und der Umbruch hätte schon vor 2 Jahren eingeleitet werden müssen. Der Trainer, auch wenn er natürlich Fehler macht, ist bei Bayern die ärmste Sau. Tommy, erstmal lache ich dich nicht aus und zweitens, habe ich es jetzt gerade schon erklärt, gehe ich da nicht ganz mit. So, ich habe auch vor 2 Jahren gesagt, dass diese Spieler weg müssen. Ja. Oder halt endlich mal in einen vernünftigen Konkurrenzkampf gestellt werden. Das sage ich seit 2 Jahren. Dass der Trainer die ärmste Sau ist, nö. Weil der Trainer stellt diese Spieler auf. Und er hat genug Alternativen, um diese Spieler nicht aufzustellen. Das interessiert ihn aber nicht. Also, das ist die Verantwortung des Trainers, deswegen ist der Trainer schuld. Punkt. Nochmal, wir reden über Leistungssport. Wo ist das Problem, diese Spieler einfach auf der Bank zu lassen? Wo ist das fucking Problem? Und nicht, ein Kimmich stellt sich nicht selber auf, ein Sané, ein Gnabry, der aktuell verletzt ist, kein Spieler stellt sich selber auf. Thomas Tuchel stellt die Spieler auf. Also ist das seine Verantwortung. Er könnte oder hätte den Konkurrenzkampf eröffnen können. An Tag 1, wo er gekommen ist, hat er nicht getan. Und er tut es die Saison wieder nicht. Willst du jetzt den Spieler den Vorwurf machen? Ja. Wenn er keine Konsequenzen hat, wenn seine Leistung immer, ja, ist okay, nehmen wir hin. Da muss halt eine Konsequenz kommen vom Trainer. Fertig. Ganz einfache Kiste. Dann fängt auch mal so ein Spieler an nachzudenken. Aber klar, ich gehe mit, dass die Spieler hätten ausgetauscht werden müssen, ja. Zumindest wenn man nicht die Eier hat, sie in einen Konkurrenzkampf zu stecken. So, aber nochmal, die Spieler wollen nicht weg. Du wirst diese Spieler nicht los. Warum sollen die Spieler auch weg wollen, wenn sie dauerhaft spielen mit den schlechten Leistungen, die sie zeigen? Das bedeutet, um das Ganze mal in Kreislauf, in Gang zu setzen, hätte man die Spieler schon letzte Saison, so grottenschlecht wie sie waren, auf der Bank lassen müssen. Und hätte man Gravenberg 10, 12 Spiele geben sollen. Ja. Aber nein, das tut man ja nicht. Man vergrault diese Spieler. Babyface, die Vereinsführung sollte sich auch mal in Zukunft Gedanken machen über den kommenden Trainer. Ich würde mich mal über einen ruhigen, sachlichen Trainer freuen. Ein Gentleman. Einfach einer mit einer klaren Linie. Dieses ganze Gehampele auf der Bank nervt nur noch. Und langsam frage ich mich, was ist eigentlich die aktuelle Bayern-DNA? Wir haben nur noch Müller und Neuer. Coman und Tell kaufe ich noch ab, dass sie mit Stolz für den Verein spielen. Der Rest steckt sich doch nur die Taschen voll. Hoffe, wir holen für 2 bis 3 Jahre Van Gaal. Der kann eine neue DNA in den Verein bringen. Junge Spieler hochziehen. De Ligt zu einem Leader machen eventuell. Ja, De Ligt ist ein Leader, wenn er die Verantwortung, wenn er das Vertrauen vom Trainer bekommen würde. Ja, hat er letzte Saison gezeigt. Ja, leider wird ein Louis van Gaal würde natürlich nicht passieren. Ja. Der wäre ja wieder so unbequem, lässt sich nicht reinreden. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde es mega feiern, definitiv, ja. Er wäre auf jeden Fall der Richtige.
Ich gehe auch mit, ja, Müller nehme ich das auch ab, Coman auch, Tell auch. Ich denke auch in De Ligt. Ich denke auch in Dyer und in Kane sieht man schon, dass sie gerne wollen. Natürlich liegt es daran, dass sie gerne Titel gewinnen wollen, ja, weil sie es noch nicht geschafft haben in ihrer Karriere. Der Rest habe ich auch nicht das Gefühl, dass die sich gerade für den Verein zerreißen, da gehe ich mit. Mäusespeck Hans, war ja vorhersehbar. Sané war mit der schlechteste Spieler auf dem Platz, jo. Fabulous, ich glaube, es wäre richtig cool, wenn du diese Analysen mit jemandem zusammen machen würdest. Vielleicht jemand, der weniger emotional, sondern etwas trockener analytischer ist. Würde super zusammenpassen. Nee, das wird leider nicht passieren. Dass ich da teilweise zu emotional bin, alles gut. Ja, für mich ist Fußball Emotion, das ist mein Verein, es tut mir eine Seele weh, wenn das so zugrunde geht, wie es gerade geht. Wenn man da den Gegenpart zu haben möchte, keine Ahnung, es wird mit Sicherheit irgendjemand auf YouTube geben, dann guckt euch halt den Gegenpart dazu zusätzlich an oder nur, was für mich völlig okay ist. Ich mache das Ganze direkt nach dem Spiel, ja. Das Spiel ist aus, ich gucke keine Interviews, sonst irgendwas. Ich gehe direkt am Rechner und nehme das auf. Und das wird auch so bleiben. Ja, da habe ich auch keine Lust, jemand anders damit reinzunehmen und da dann so rumzudiskutieren oder sonst was. Nö, fühle ich gar nicht. Wie gesagt, wir haben schon mal so einen Stream gehabt, wo dann der Olli mit dabei war. Ob der jetzt so super analytisch und ruhiger ist, wage ich mal zu bezweifeln. Aber nee, das wird es hier auf dem Kanal leider nicht geben. Was aber auch völlig okay ist, wenn man das lieber anders haben möchte. Wie gesagt, es gibt ja genug andere Leute, denke ich, die auch was über den FC Bayern erzählen. Dann schaut man einfach da. Mele Beats Prot. Servus Kai, erschreckend wie ähnlich du die Leistung von Tuchel siehst. Vor circa einem halben Jahr dachte ich mir schon, warum macht der nie Wechsel, wenn sie nötig sind. Als ich dann beim 0:1 Bremen-Spiel im Stadion war, ist mir aufgefallen, dass Tuchel wie ein teilnahmsloser Klotz meistens auf der Bank sitzt oder in seine Jacke eingepackt am Spielfeldrand steht, wo nur die Augen rausschauen. Wie aus einer Schießscharte. Keine Emotion, kein gar nichts, wie eine künstliche Intelligenz. Höhö. Die nicht intelligent ist. Nur das Spiel beobachtet und keine Anstalten macht, das bevorstehende Unheil aufzuhalten. Ein emotionalisiert die Spieler nicht und schafft es nicht, auch nur einen Funken Feuer auf die Mannschaft zu übertragen. Ja, genau das kritisiere ich ja auch schon lange. Natürlich merken das die Spieler und hinterfragen die grottigen Aufstellungen, beziehungsweise nehmen ihren ach so tollen Trainer irgendwann halt nicht mehr ernst, was völlig normal und verständlich ist. Ja, denke ich auch. Ne? Wenn man ewig außen vor gelassen wird und man sieht, welche Leistungen die Spieler bringen, die spielen dürfen, dann hat man eine gewisse Zeit den Ehrgeiz, den Trainer immer wieder zu zeigen, dass man doch die bessere Wahl wäre. Wenn man aber 5, 6, 10 Mal das macht und man wird weiterhin ignoriert, dann resigniert man irgendwann. Ob man das wirklich möchte oder nicht, es wird einfach passieren, das ist menschlich. So erlebt man in der Allianz Arena. Von auswärts brauchen wir aktuell gar nicht anfangen. Ein Spiel ohne Emotionen und ohne das Feuer, das man mit Bayern eigentlich assoziiert. Kein Kämpfen, keine Mannschaft, keine Leidenschaft und keine Bayern-Dominanz. Ja, ich denke, das Spiel gegen Hoffenheim und auch Bremen zu Hause kann man da als sehr gutes Beispiel nehmen. Tuchel hat sich Bayern sicherlich anders vorgestellt, aber dann seinen Frust mit Arbeitsverweigerung und Unprofessionalität auszutragen, ist erbärmlich. Ganz geschweige von seinem Alibi-Gelaber in den PKs, wo man genau merkt, dass er in keinem Wort Verantwortung übernimmt oder seine Fehler eingesteht, sondern nur mit dem Finger zeigt. Fazit, ganz klar, dieser Trainer passt absolut nicht zu Bayern. Weder charakterlich noch inhaltlich. Wo ist seine Spielidee? Das frage ich auch schon ewig, habe ich noch keine Antwort drauf bekommen. Ich verstehe es wirklich nicht. Wir haben es lange genug probiert, jetzt ist das fast langsam wirklich am Überlaufen. Tuchel muss am besten sofort weg. Nochmal als Statistik. Tuchel 43 Spiele, 10 Niederlagen. Nagelsmann 83 Spiele, 10 Niederlagen. Als man unter Julian dachte, es wird nicht schlimmer, konnte man ja nicht ahnen, dass es eben noch viel schlimmer geht. Rotweise Grüße in gehabter Manier, ich habe fertig. Ja, ich kann dir da nur zu 100% zustimmen. Ne? Unterm Nagelsmann hast du wenigstens noch ein Offensivspektakel gesehen. Ja, es wurde zumindest versucht, etwas zu kreieren. Unterm Tuchel ist das leider auch noch dahingerafft. User, die Mannschaft ist einfach satt. Da hilft auch kein
Graugänseflick, ein herzkranker Heinkes, etc. könnte mit höchstens Zidane vorstellen. Der würde dem müden Haufen erstmal ein paar Kopfnüsse verpassen. Ja, habe ich jetzt schon mehrfach zu was gesagt. Ansonsten guckt gerne das Video, was ich rausgehauen habe, wo ich das Problem Trainer, Mannschaft und Führung mal ein bisschen durchleuchte, um meine Meinung dazu sagen. Netbook fängt nochmal. Die Verunsicherung ist völlig normal. Was fehlt, ist einer, der das Heft des Handelns in die Hand und treibt an. Ja, das hat Müller ja versucht. Ohne jetzt in die Gerbe Führungsspieler. Kopf hoch, nicht aufregen, gibt und macht nur Mürbe. Dyer und De Ligt hat gefehlt, gute, präzise Analyse, die auf dem Punkt, die Spieler verstecken sich. Ja, wie gesagt, Müller hat es ja versucht. Ne? Ja, aber man sieht halt, dass ein Spieler alleine ja die Mannschaft nicht rausreißen kann. Ne? Da müsste schon eine Achse sein, ne? Die von der Innenverteidigung nach vorne weitergeht. Was wir mit Sicherheit mit dem einen oder anderen Spieler hätten, aber die sind ja bei unter Tuchel leider außen vor. Dirk, 0 Schüsse aufs Tor, das sagt schon alles. Die 0 muss stehen, das haben sie wohl falsch verstanden. Jetzt freu die mich schon auf Sonntag. Ja, ich sehe dem Spiel locker entgegen Sonntag. Ja. Weil VfL Bochum ist die einzige Mannschaft, wo es mich nicht ganz so schmerzt, wenn wir die Punkte verlieren. Ja. Uwe, hier geht es doch eindeutig um Gesichtswahrung des Vorstandes, auch wenn einige Akteure der Nagelsmann-Entlassung nicht mehr dabei sind. Wenn 2 Top-Trainer direkt hintereinander bei den finanziellen Ressourcen kein auf Dauer schlagkräftiges Team auf die Beine stellen können, dann stimmt doch auch bei der Kaderzusammenstellung vieles nicht. Aktuell steht ja auch kein Top-Trainer bereit. Da wird man wohl alles versuchen, noch bis zum Sommer durchzuhalten, auch wenn es eine titellose Saison geben dürfte. Ob dann aber ein wirklich guter Trainer bereit wäre, diesen Kader zu betreuen, ich habe da große Zweifel. Nee, ich habe da keine Zweifel. Ja, auch ich habe das ja auch gelesen jetzt hier letztens. Ja, Feuerstuhl, FC Bayern, welcher Trainer würde sich das antun und dahin gehen und riskieren, in 2 Jahren dann wieder weg zu sein und so. Nee. Also wir sind der FC Bayern. Punkt. Ja. Fertig. Jeder freie Trainer hat Bock, so einen Verein zu trainieren. Ja. Aber na klar, wenn ein Trainer das analysiert, was die letzten Jahre gelaufen ist, sollte klar sein, auf welche Spieler man halt nicht setzen sollte. Aber nochmal, man wird diese Spieler ja nicht los, weil diese Spieler beim Verein bleiben wollen, weil sie in der Wohlfühloase sind, völlig überbezahlt sind und trotzdem das Standing haben, immer zu spielen. Ja. Solange sich das nicht ändert, wirst du die Spieler nicht los, es sei denn, die Verträge laufen aus. Dann verzichtest du auf Ablösesummen und so weiter. Also es ist ja ein riesiger Rattenschwanz. Wenn, dann müsste man halt endlich anfangen zu sagen, pass mal auf, setz dich mal auf die Bank, die Leistung reicht nicht. Ja. Das wäre natürlich ein Kulturschock, weil die Spieler die gleiche Leistung bringen wie seit 2 Jahren. Ja, das ist ja seit 2 Jahren so schlecht bei vielen Spielern. Die werden dann natürlich einen Kulturschock bekommen und die Welt nicht mehr verstehen. Aber ja, erst dann denkt vielleicht ein Spieler irgendwann nach, nee, ich habe ja gar keinen Bock, hier nur auf der Bank zu sitzen. Ich will mich ja zeigen, ich will ja gefeiert werden. Das heißt, er bringt entweder wieder Leistung oder er ist dann bereit, den Verein zu verlassen. Aber solange man das nicht tut, und das haben Nagelsmann nicht getan und Tuchel auch nicht, solange man das nicht tut, was soll sich ändern? Was soll sich ändern? 2 und 2 sind 4 und nicht 5. Ja? Ganz einfach. Bernd Lober, ich fand Lazio einen Tick stärker, als du es einschätzt. Defensiv haben sie gut verschoben und wenig zugelassen. Ansonsten bin ich bei dir. Ja, aber die haben doch super viel Räume geboten, auch defensiv. Ja, du hattest super viele Räume. Wenn du da mal konsequent hinterlaufen hättest über die Seite, ja, haben wir ja 2-3 Mal gesehen mit Mazraoui. Und wenn der Ball dann auch mal ankommen würde, der Ball war ja immer vorher weg, du hättest da richtig Räume gehabt, ja. Also du hättest heute einen Harry Kane, was heißt heute? Bei dem Spiel hättest du einen Harry Kane mit Flanken zuschütten können. Ja. Also wir hätten so viele Räume über außen gehabt, die wir einfach nicht bespielt haben. Also,
Ja, na klar, Lazio wurde, habe ich ja auch gesagt, von Minute zu Minute besser, sicherer, auch super abgewichst, wenn Bayern mal versucht hat, irgendwie zu pressen oder sowas, ja, auch super ruhig, hinten im eigenen 16er den Ball quer gespielt und so weiter. Natürlich, ja, aber trotzdem gab es so viel Räume, die man hätte bespielen können, was wir einfach nicht getan haben. Sané würde ich noch vor Tuchel verkaufen. Super Talent, aber eine miese Einstellung und einfach eine Verweigerung, sich mal 90 Minuten zu konzentrieren und Gas zu geben. Ich würde einen Leroy auch abgeben. Ich kann den Leroy bei uns auch nicht mehr sehen. Ist jetzt das 3. oder 4. Jahr. Ich kann es nicht mehr sehen. Ja, also Spieler, die 10, 15 gute Spiele im Jahr machen, was willst du damit? Und dafür an die 20 Millionen verdienen. Also was willst du damit? Wenn ich dann höre, man möchte den Vertrag verlängern. Alter, dann sieht man doch aber auch, wo wir dann wieder beim Vorstand sind, welches Signal das an diese Mannschaft sendet. Das sendet doch das Signal, ja, Alter, alles gut. Es reichen 10 gute Spiele im Jahr, den Rest kannst du rumdümpeln. Ist hier super gesehen. Das ist der Anspruch des FC Bayern. So, was sind das für Signale, die man sendet? Man hätte klipp und klar sagen müssen, pass auf, lieber, ja, du hast eine gute Hinrunde gespielt, wir erwarten das in der Rückrunde. Wenn du das nicht hinkriegst, wie die letzten 3 Jahre, dann verkaufen wir dich am Ende der Saison. Dann such dir bitte einen neuen Verein, dann hast du hier keine Zukunft. Punkt. Ja. Wir müssen mal weg davon, immer nur diese Kuschel und Gepuder an die Spieler. Ach, ihr seid alle so toll, ach ja, hier, bla. Dir wird schon alles abgenommen, Alter. Dir wird alles abgenommen vom Verein. Zum Kotzen. Patrick, wir sind am Boden, es tut im Herzen weh. In meinen Augen muss Tuchel jetzt endgültig gehen. Das geht doch so nicht mehr weiter. Ja. Kai, servus Kai. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, wie man im Grunde dasselbe tun kann und dann erwartet, dass dies zu einem Ergebnis führt. Ja, dann sind wir wieder bei 2 und 2 sind 4, wa? Tuchel hat seinen persönlichen Stamm an Spielern, denen er vertraut, die immer gesetzt sind, egal wie scheiße die spielen. Hängt es mal nicht an den Spielern, wird scheinbar ausgewürfelt, auf welcher Position ein Spieler spielt. Auf Spielsituationen kann man natürlich erst nach dem Spiel reagieren, wenn man Zeit zum Analysieren hatte. Eigentlich müsste Tuchel vor Müller auf die Knie gehen und dessen Füße küssen. Denn der spielt wirklich für Bayern, versucht alles, zählt die Mannschaft an und hält Tuchel da raus, obwohl offensichtlich ist, dass der Trainer die Truppe eher runterzieht, anstatt aufzubauen. Ja, sehe ich genauso. Auf dem Rasen muss es die Mannschaft zeigen. Es ist nicht die Schuld des Trainers, wenn die das Tor nicht treffen. Heißt es oft. Wenn eine Mannschaft unterirdisch spielt, im Falle vom FCB, Tuchel, sehe ich das aber ganz anders. Denn nicht nur, dass der Trainer dafür verantwortlich ist, wer wo spielt, er ist auch verantwortlich, seine Idee, seine Taktik rüberzubringen und zu erkennen, ob seine Spieler dies auch erfüllen können. Und zwar nicht nur im Training. Ja, und vor allen Dingen jetzt nach 11 Monaten, ja, wo er sagt, er hat den Schlüssel immer noch nicht gefunden. Und ja, ich gehe mit, dass die Spieler auf dem Feld dann dafür verantwortlich sind, was sie dort zeigen. Aber der Trainer ist ja dann dafür verantwortlich, dass sie das im nächsten Spiel wieder dürfen. Ja? Wenn ich doch ein Trainer bin, ich habe eine Philosophie. So, ja. Dann stelle ich die der Mannschaft vor, sage, du spielst da, du spielst da, du spielst da. Dann gucke ich mir das an. Ja, wenn das im Training alles top ist, alles gut, dann gehe ich so ins Spiel, sehe, ach du Scheiße. So, sorry, da ist er wieder. Also, wenn ich doch dann die Spieler aufstelle und ich sehe, Scheiße, die kriegen das nicht umgesetzt im Spiel. Alles gut. Versuche ich das den Spielern vielleicht nochmal anders darzulegen. Vielleicht auch mal Einzelgespräche mit den Spielern rauszusuchen, ihm genau seine Position erklären, was ich erwarte, hin und her. Gut, nächstes Spiel. Dieselbe Grütze. Wieder nicht. Gut, weil sie dann super verdient sind für diesen Verein. Super viel erreicht haben, super angesehen sind. Versuche ich es noch ein letztes Mal. Ja? Versuche nochmal, denen das ein bisschen genauer zu erklären, sonst was. Klappt das wieder nicht. Spätestens dann ist es an der Zeit zu sagen, pass mal auf. Du verstehst einfach nicht, was ich von dir möchte, oder du hast gerade nicht die Form, das umzusetzen. Daher bist du erstmal auf der Bank. Ganz einfache Kiste. Ja? Man muss ja gar nicht sagen, so ich hau direkt drauf. Aber diese Spieler, über die wir reden, die zeigen diese Leistung zum Teil seit 2 Jahren. Und wie wir gesehen haben, egal unter welchen Trainer, ob Nagelsmann, Tuchel, seit 2 Jahren. Aber sie spielen immer. Sie spielen immer. Warum? Wie du schreibst, warum? Es gibt für mich auch keine Erklärung.
Es gibt für mich keine Erklärung. Ich verstehe es auch nicht mehr. Zudem muss er alle Spieler in seine Überlegungen mit einbeziehen und nicht nur dann, wenn er sie gerade mal braucht. Er muss nicht nur aus 11 Spielern, sondern allen eine Mannschaft formen, die heiß sind und brennen. Ja, habe ich in meinem anderen Video auch gesagt. Das ist ja auch das große Problem. Tuchel hat es nie geschafft, seitdem er da ist, auch seit 11 Monaten, dass man das Gefühl hat, jawohl, das ist eine Einheit. Das sind 15, 16 Spieler, das ist die erste 11, das ist immer umkämpft. Da kann jeder reinrutschen jederzeit. Wenn einer eine schlechte Leistung bringt, egal, dann ist der raus, in der Halbzeit kommt der nächste rein. Jeder gönnt das dem anderen, ja, weil es eine Einheit ist. Es geht nur um den Erfolg. All das hat man nicht seit 11 Monaten, weil immer die gleichen Spieler spielen. Egal. Und trotzdem setzt er sich dann dahin und beschwert sich, der Kader ist so dünn, da fehlt's. Es ist scheißegal, wenn 30 Spieler da sind. Es sind trotzdem diese 11 Spieler, die spielen. Es sind Spieler zwischendurch mal reingekommen, weil gesperrt, verletzt, keine andere Wahl. Er wurde gezwungen dazu. Gezwungen, Spieler aufzustellen, wie ein Pavlovic, die es dann überragend machen. Bäm, wieder raus. Bäm, wieder raus. Wie gegen Dortmund. Danach kein Spiel mehr. Kimmich ist nicht mehr gesperrt. Feierabend. Da fangen wir noch nicht mal an, dass Spieler auf verkehrten Positionen spielen. Wie Conny Leimer. Wie Kimmich. Oje in Leverkusen. Hör mir auf. Und so weiter. Ja, also. Katastrophe. Tuchel kann von mir aus ein großes Fußballfachwissen haben, aber von Menschenführung, Einfühlungsvermögen hat dieser Mann in meinen Augen keine Ahnung. Hat er seine Spieler, die er will und mag, kann das klappen, wenn sie fit sind und wirklich zusammenpassen als Mannschaft, die mit der Taktik mitgeht. Siehe Chelsea. Erfolg verdeckt ja gern diverse Mängel. Mit PSG kam er zwar ins Champions-League-Finale, aber bei diesem Verein mit Star an Star sah man ja eh nie eine echte Mannschaft. So dass gar nicht erst die Frage aufkam, ob es dort einen Tuchel gebraucht hätte. Von Anfang an. Wenn es um mehr als Rasenschach geht, sehe ich Tuchel als unkompetent an. Wenn ich sehe, wie dünnhäutig Tuchel auf den Interviews bzw. bei PKs ist, dann ist diese Arroganz und fehlende Bereitschaft, sich selbst zu hinterfragen, einfach nur lächerlich. Vor allem bei Fragen, die manchmal vollkommen zurechtgestellt werden. Was erwartet man von einem Trainer, der scheinbar nicht einmal bereit ist, sich selbst zu hinterfragen? Tolles Bild, das er da abgibt für die Spieler, die er führen soll. Ja, aber er hinterfragt die Spieler ja genauso wenig. Ne? Haben wir ja gerade jetzt schon mehrfach, oder habe ich schon mehrfach dargelegt. Ich kann es irgendwo verstehen, dass man sich halt nicht von jedem Experten, von jedem dummen YouTuber, wie ich es bin, irgendwie da in seine Philosophie oder Taktik reinreden lässt, ja, oder das überhaupt wahrnimmt oder wahrnehmen möchte oder wie auch immer. Das kann ich nachvollziehen. Allerdings, wenn man sich dann dahinsetzt, nach 11 Monaten und sagt, ich habe den Schlüssel noch nicht gefunden zu dieser Mannschaft, spätestens dann hat man keine Argumente mehr. Klar, sollte man dann nicht auf so einen dummen YouTuber wie mich hören, aber dann sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, was zum Beispiel so ein Lothar von sich gibt. Der nicht einmal irgendwie was Unsachliches oder sonst was gesagt hat. Ja? Vielleicht sollte man sich dann auch mal mit, was ja angeblich passiert, mit Herrn Freund zusammensetzen und mal über Taktik diskutieren. Oder mal mit Herrn Hoeneß oder sonst wen im Verein. Einfach mal zusammensetzen. Oder mit seinen 80 Millionen Trainern, die man ja da hat. Aber anscheinend, wie du richtig sagst, ist ein Tuchel dazu nicht fähig. Vielleicht, weil er das einfach dann als Angriff auf sich sieht oder so. Es kann ja sein, gibt ja so Menschen, ne? Ich bin da vielleicht auch ein bisschen schwierig, wenn es so um Kritik geht. Habe auch so meine eigene Art und Weise, die ich auch niemals verändern würde, egal wie viel Kritik da kommen würde, das wäre mir auch scheißegal, sage ich euch ganz ehrlich. Und bis zu einem gewissen Grad muss das auch so sein, damit man authentisch ist und der ist, der man ist. Aber wenn wir über Leistungssport reden und über den Niedergang über einen Zeitraum von 11 Monaten, dann muss man sich halt selber eingestehen, dass ich entweder der Verkehrte bin für diese Situation gerade und dieser Mannschaft, oder man muss sich offen zeigen, halt etwas zu ändern. Ja?
Das muss man dann erwarten auf diesem Niveau, auf das dieser Trainer gerne gesehen werden möchte, meiner Meinung nach. Rakit, bin schon seit 50 Jahren Bayern-Fan, aber noch nie habe ich so sehnsüchtig auf die Meldung der Trainerentlassung gewartet wie momentan. Das ist alles nur ein Trauerspiel, ich könnte kotzen. Ja, leider ist das bei mir mittlerweile genauso. Sascha, geh mal davon aus, dass wir nur eine mittelmäßige Mannschaft haben, die überbezahlt sind. Wie bewertest du dann die Leistung des Trainers? Geh mal davon aus, dass wir nur eine mittelmäßige Mannschaft haben, die überbezahlt sind. Wie bewertest du dann die Leistung des Trainers? Ich bewerte die Leistung des Trainers dann genauso schlecht. Weil wir können davon ausgehen. So, wenn du jetzt sagst, so Kimmich, Goretzka, Sané, ich habe es gerade gesagt, Gnabry, Müller, Neuer, so, das sind die Spieler, die lange da sind. Wenn das dein Take ist, dass du sagst, diese Spieler sind nur mittelmäßig. Ja. Sie waren nie besser, haben irgendwann mal ein bisschen höher performt, aber eigentlich sind sie nur mittelmäßig. Wenn das deine Aussage ist, wenn ich das annehmen sollte, bewerte ich seine Leistung genauso schlecht. Weil es nicht um die erzielten Ergebnisse geht, die wir erzielt haben, sondern um die Art und Weise. Und die Art und Weise ist, dass ich persönlich keine Spielphilosophie sehe, keine Spielidee sehe. Die andere Sache, dass diese Spieler trotzdem immer spielen. Ich sehe keinen Konkurrenzkampf, kein Infragestellen, kein Überdenken irgendwelcher Entscheidungen, keine Einflussnahme. Wir gucken uns 82 Minuten das Spiel gegen Lazio an, bevor wir reagieren. Sagen aber dann in der PK, ja, die zweite Halbzeit war aber absoluter Leistungsabfall. Wir haben aber nicht darauf reagiert. Erste Halbzeit, Sané war unterirdisch. Ja, Goretzka war unterirdisch. Keinerlei Einfluss, keinerlei Bindung zum Spiel. Jede Bälle verstolpert. Da muss ich in der Halbzeit reagieren, diese Spieler auswechseln. Gegen Leverkusen. Ja, klar, du kannst das probieren, du kannst eine Fünferkette bringen, kannst sagen, ich will was riskieren. Erstmal ist es dann super fahrlässig, in die Luft draußen zu lassen, weil der Bären stark war wieder durch die letzten Spiele. Punkt 1. Punkt 2, musst du dir dann eingestehen in der Halbzeit? Also, das ist grottig. Wir haben nicht eine Torchance gehabt. Wir können so nicht weitermachen. Da muss ich zur Halbzeit umstellen. Da muss ich nicht nur umstellen, da muss ich auch andere Spieler bringen, ja, dass ein bisschen Impact kommt. All das passiert ja nicht. Das spielt ja jetzt nicht ist ja jetzt nicht die Frage, ob die Spieler eine mittelmäßige Qualität haben, eine hohe Qualität oder gar keine Qualität. Das ändert ja nichts an den Problemen, die da sind und wie sich verhalten wird. Ja? Mal davon abgesehen, dass diese Mannschaft nicht nur eine mittlere Qualität hat, sondern eine Qualität, die eigentlich hier oben ist, die aber absolut auch nicht vom Trainer abgerufen wird. So, das ist meine Meinung dazu. Julian, ich bin eigentlich ein stiller Zuschauer und konnte dir nicht immer zustimmen. Nun bin ich an einem Punkt, an dem mein Geduldsfaden gerissen ist. Ich denke mittlerweile auch, dass Thomas Tuchel als Trainer nicht mehr tragbar ist. Er kann einfach die Spieler nicht mitreißen. Liegt für mich auch an den zu späten oder keinen Einwechslungen im Spiel. Jo. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass die Spieler unabhängig vom Trainer nicht die Erwartungen, Mentalität zeigen, die man von Spielern des FCB kennt. Ja, aber das ist ja auch aufgrund, wie ich jetzt schon mehrfach sagte, wie diese Spieler behandelt werden. Und dass diese Spieler halt auch nicht in Frage gestellt werden seit 2 Jahren mit diesen Leistungen, die sie bringen. Ich denke, man hätte in den letzten Jahren erwartet, dass ein Sané und Gnabry zumindest versuchen, etwas in den viel zu großen Fußstapfen von Robben Ribéry zu treten. Ja, das würde ich denen gar nicht abstreiten, dass sie das nicht versuchen. Aber auch da, wo ist der Konkurrenzdruck? Ja? Gerade auf dem Flügel hatten wir lange Zeit ganz, ganz viele Optionen. Ne? Und trotzdem nutzt man diese nicht. Es spielen immer die gleichen Spieler, egal welche Leistung sie zeigen. Auch hat man vor der Verpflichtung von Nuss gesagt, dass er ein besserer Hakimi sein soll. Da muss ich mal voll mitgehen. Nuss war unter Nagelsmann aber mal mega stark. Also das war schon für mich auf jeden Fall Hakimi-Level. Ja, aber richtig gut war der unter Nagelsmann. Unter Tuchel konnte er es leider nicht auf die Schiene bringen. Jetzt die beiden Spiele fand ich ihn eigentlich noch zum Besseren im Gegensatz zum Rest der Mannschaft. Aber ja, dieses Niveau, was er unter Nagelsmann hatte, hat er unter Tuchel leider nicht einmal erreicht. Ja, und wenn man dann auch sieht, dass ein Davis sein Niveau
im freien Fall war, muss man dann halt schon wieder ein bisschen tiefer blicken und mal schauen, dass unsere Außenverteidiger auch ganz anders spielen sollen unterm Tuchel. Und dass dann vielleicht, dass diesen nicht so gelegen ist. Von Davies, Goretzka und Kimmich hat man nach dem Champions League-Titel erwartet, dass sie eine noch größere Rolle einnehmen oder zumindest die Leistung annähernd halten. Von Upamecano hat man erwartet, dass man einen Innenverteidiger holt, der Bayern Zukunft ist. Aber auch er ist mittlerweile in seiner 3. Saison und ihm passieren Fehler, die einfach nicht passieren dürfen. Auch da ein paar Sachen zu Goretzka und Kimmich nach dem Champions League-Titel. Ich denke, das große Problem ist, man hat einen Thiago weggegeben, hat einen Martinez mit weggegeben, hat die Karriere aufgehört. Und man hat so Kimmich, Goretzka in dieser Rolle gesehen, obwohl sie diese Rolle nicht wirklich einnehmen können. Ja, das ging dann mal eine Zeit lang einigermaßen okay. Aber dass man jetzt sagt, die wären mal nur annähernd spielerisch auf dem Level von diesen Spielern. Nein. Upamecano sehe ich ein bisschen differenzierter. Hat diese Saison, war er der beste Innenverteidiger, der stabilste Innenverteidiger. Jetzt mit diesem Fehler, wenn man es Fehler nennen möchte, den kreide ich ihm noch nicht mal an. Ja, sag ich dir ganz ehrlich, den kreide ich knallhart den Tuchel an. Weil den Opa reinzuwerfen gegen Leverkusen war schon eine Farce. Man sieht, der Opa ist nicht fit. Man sieht das. Es ist eine Farce. Es ist ein Trauerspiel. Ja. Der ist 2 Tage im Training gewesen und direkt soll er wieder die Kohlen aus dem Feuer holen. Nur, weil ich ein sturer Drecksack bin und sage, De Ligt ist für mich, ich mag ihn nicht. Whatever, keine Ahnung. Das ist das große Problem. Min-Jae dasselbe. Min-Jae ist super überspielt. Ja, von Anfang an bei uns war er super überspielt. Nicht einmal mal 4 Wochen Pause. Den musst du einfach mal rausnehmen, den Jungen. Ja, den musst du einfach mal rausnehmen und sagen, Min-Jae, komm, tritt mal kürzer, mach mal 2 Wochen Pause und dann kommst du wieder rein. Dann führen wir dich wieder ran. Das ist ein Trauerspiel. Ja, das würde ich den Spielern noch nicht mal ankreiden. Also, das musst du auch knallhart den Trainer ankreiden. Aber auch er ist mittlerweile in seiner 3. Saison und ihm passieren Fehler, die einfach nicht passieren dürfen. Ja, wie gesagt, ich habe diese Saison keinen gesehen. Außer jetzt das Foul. Ja gut, aber das kann jedem Innenverteidiger auch mal passieren. Und nochmal, er ist einfach nicht in Form gerade. Ja, und nicht richtig fit in meinen Augen. Generell fehlen mir bei vielen Spielern die Mentalität, die unser Verein ihm ausgemacht hat. Das stimmt. Wenn ich lese, dass ein Leroy Sané nach dem Leverkusen-Spiel zu spät zum Treffpunkt kam, ein Rauben unabhängig von der Qualität des Spielers, wäre 1 Stunde vor dem Treffpunkt vor Ort gewesen. Nur es bringt medial auch viel zu viel Unruhe in den Verein, als dass er das Team zusammenschweißt. Ja, Katastrophe, was da gelaufen ist in der Hinrunde, gehe ich 100% mit. Ich hätte den Spieler auf die Tribüne verbannt und hätte ihn im Winter abgegeben. Alles in allem denke ich, dass TT uns spätestens zum Saisonende verlassen muss. Aber dazu müssen auch Spieler den Verein verlassen, die das Mir an mir nicht fühlen oder verkörpern wollen. Ja, gehe ich mit. Aber nochmal, wird halt schwierig werden, ne? Wenn diese Spieler nicht weg wollen. Es wird immer vom größten Missverständnis seit Klinsmann gesprochen, aber zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass die Spieler unter Klinsmann auch andere waren als diese, die wir jetzt haben. Ja, na klar, man kann das eh nie vergleichen. Ja. Hi Red, die Bayern-Spieler haben mal den Ball abklatschen lassen oder nur 1 bis 2 kurze Ballkontakte und dann weiter oder Abschluss. Geil, oder? Einmal. In 11 Monaten. Aber ja, ich weiß, welche Szene du meinst. Aber das ist das Traurige, dass man das so herausstreichen muss, oder? Gerne Kurt. Ja, das passt nicht mit Bayern und Tuchel. Aber es kann mir auch keiner erzählen, dass hier nur Tuchel das Problem ist. Ich habe es nach Leverkusen schon gesagt, Tuchel ist nicht der einzige Trainer mit dem gleichen Problem. Doch, es ist alleine Tuchels Schuld. Es gibt kein anderes Argument. Nochmal, Tuchel stellt die Spieler auf. Ja, ich gehe 100% mit, dass viele Spieler nicht an ihrem Leistungsniveau spielen, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Aber er stellt die Spieler auf, Punkt. Da muss er die Spieler nicht aufstellen. Fertig. Ancelotti, Kovac, Flick, Nagelsmann, Tuchel. Ja, man kann rumargumentieren, was XY vorhatte mit der Mannschaft, war viel schöner und besser und so schlimm wie jetzt war es nie. Aber am Ende des Tages schafft es seit Jahren keiner mehr, dem Team etwas einzuimpfen. Dass man mal 5 Spiele in Folge auf dem Platz erkennen kann, darüber täuscht auch der Champions League-Erfolg in der kaum zu bewertenden Corona-Saison nicht hinweg. Gehe ich mit, alle 4 bis 6 Wochen mal ein Hurra-Spiel, gefolgt von eher mittelansehnlichen
schaulichen Spielen in der Bundesliga und frühen Abgängen international ist doch seit langem die Regel. Seit langem die Regel, nicht die Tuchel-Ausnahme. Der größte Unterschied bei der ganzen Sache im Moment ist Leverkusen. Ja, aber nochmal, da ist ein Tuchel ja selber schuld dran. Genauso wie es ein Nagelsmann selber schuld war. Man muss einfach die etablierten Spieler, wir reden über Leistungssport, Leute, nochmal. Wir reden über Leistungssport. Spieler, die keine Leistung bringen, gehören nicht aufgestellt. Punkt. Ganz einfach. Schon hast du ein Riesenproblem gelöst. Nico Bellic. Man muss wirklich sagen, Bayern hat viel zu wenig Spieler. Bayern hat zu wenig Spieler. Aha. Tuchel ist für mich kein guter Trainer und seine Mannschaften spielen nie attraktiv, aber das muss man ihm wirklich zugute halten. Mit wem willst du Sané oder Goretzka unter Druck setzen? Ist Daimer eigentlich verletzt? Sorry, dann hast du leider keine Ahnung vom FC Bayern. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Beschäftige dich mit dem Verein, dann wüsstest du das. Also kann ich nicht ernst nehmen, den Kommentar. Ganz ehrlich nicht. Also wenn du noch nicht mal so weißt, wie ein Pavlovic die letzten Spiele performt hat und dann hier nach einer Alternative für einen Goretzka fragst, dann sorry, dann bist du verkehrt hier. Leimer ist verletzt, ja. Bad Flo, Sané ist ein Robben für Arme, ein Schönwetterspieler. Und Kane sollte man auch endlich mal erlösen und eine Pause gönnen. Xabi Alonso hat Schick und Iglesias 90 Minuten gegen Bayern auf die Bank gesetzt. Ja, hat er. Aber es hat ja jetzt nichts mit uns zu tun. Erik, ich glaube auch, dass Tuchel frühestens rausfliegt, wenn man aus der Champions League rausfliegt. Ja, ich glaube selbst dann weil dann ist die Bundesliga auch schon abgefahren. Ja, ich glaube nicht, dass wir die nächsten 3 Spiele in der Bundesliga gewinnen werden gegen Bochum, Leipzig und Freiburg. Glaube ich nicht. Und dann fliegst du aus der Champions League raus. Wie gesagt, dann brauchst du einen Trainer auch nicht mehr wechseln, ist die Saison eh gelaufen. Mick Meyer, ehrlich, das Spiel war langweiliger als Faultiere 90 Minuten im Zoo zuzuschauen. Emotional hat mich der Mario Basler Fan-Talk mit Olaf Thon und Matze Knob von den Sitzen gerissen. Kann ich nichts zu sagen, nicht gesehen. Chico, mich würde als Nicht-FCB-Fan interessieren, welcher Trainer es denn in Zukunft richten könnte und welche Spieler kommen und gehen sollten. Was wäre da realistisch in euren Augen? Vorab danke für eventuelle Antworten. Du musst da gar keine Namen durchgehen. Ich kann es immer und immer nur wiederholen, du brauchst du brauchst einen Trainer mit einer Spielidee, der zur Philosophie des Vereins passt und der einen Konkurrenzkampf ausruft. Spieler, die weg müssen, neben die deutschen Nationalspieler kannst du durchgehen. Ja? Gnabry, Sané, Kimmich, Goretzka. Müssen sie unbedingt weg? Nein. Sie müssen einfach mal in den Konkurrenzkampf. Und entweder kommen sie an ihren Leistungsniveau, dann ja, dann sollte man vielleicht verlängern, aber auch mit Sicherheit nicht zu diesen Konditionen, weil sie völlig überbezahlt sind. Kommen sie nicht dahin, müssen sie weg. So, du kriegst die Spieler aber auch nur weg, wenn sie weg wollen. Wie kriegst du die Spieler nur weg, wenn sie auf der Bank sitzen und nicht immer dauernd spielen? So, das sind die Probleme, die wir gerade haben. Ne? Und da ist es egal, wie der Trainer heißt. Ne? Es ist mir scheißegal. Wir müssen nicht immer denken, nur was der große FC Bayern ist, muss ich auch da einen großen Trainer hinstellen. So. Und Xabi Alonso war auch kein großer Trainer, bevor er nach Leverkusen gekommen ist. Er hat ein bisschen Erfahrung gesammelt hier und da. Ein Hoeneß dasselbe und so weiter. Ja, du musst nicht immer sagen, wir brauchen jetzt hier aber die riesen Namenslösung oder sonst was. Nee. Habt doch einfach mal Mut zum Risiko und die Eier, das dann auch durchzuziehen und vor allen Dingen den Trainer den Rücken zu stärken. Ja? Dass man dann halt einfach diese gestanden etablierten Spieler mal in den Konkurrenzkampf schickt. Nicht ein Torschuss kannst du dir nicht ausdenken. Nein. 17 Torschüsse, aber nicht ein Schuss aufs Tor, bitte. Master D. Achso, hatte ich deinen Namen gesagt? Fischi. Master D. Tuchel wird morgen Abend entlassen. Denn es läuft Darts. Nagelsmann Entlassung wurde auch während des Darts public und ich habe es vom Darts-Kommentator erfahren. Wurde Nagelsmann Entlassung nicht auch an einem Donnerstag ausgeplaudert? Wenn ja, dann müsste es sogar das gleiche Darts-Turnier sein, und zwar die Premier League. Ja, hast du leider falsch vorhergesagt. Kaiju. Also Upamecano zeigt für mich einfach, dass er wie Boateng damals zu viele Box drin hat. Boateng hat sich zwar super gefangen, aber bei Upa fehlt mir da langsam der Glaube dran. Ob fit oder nicht, er macht immer dieselben Fehler. Zu Tuchel muss man nichts sagen.
Er hat das Team schon länger verloren und lebt in seiner eigenen Welt. Ja, da gehe ich mit. Wie gesagt, Opa habe ich ja vorhin was zugesagt. Sehe ich ein bisschen anders. Netbook-Fan. Expected Goals, so sieht das Tuchel doch. Man hat sich an Tuchel festgebissen und daher bleibt so, da kommt nichts mehr. Christian, ich widerspreche dir in dem Punkt, dass Tuchel bis zum Rückspiel sicher ist. Wenn Flick zusagt, bis zum Sommer den Job zu machen, dann fliegt Tuchel heute eher als morgen. Bisher nicht passiert, wa? Also wir müssten schon in Bochum 3-0 untergehen. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das Maß voll ist. Selbst mit einem Punkt schwierig. Ich glaube nicht. Aber ist nur mein Bauchgefühl. Gerhard Berger. Tuchel ist wie ein Kapitän auf dem sinkenden Schiff. Der wird seine Spielweise nie ändern. Er wird mit seinen Ideen untergehen. Und nur um nicht zuzugeben, dass er es bis jetzt falsch gemacht hat. Deshalb bin ich mir sicher, dass es nicht viel braucht, um alles zu ändern. Da bin ich übrigens deiner Meinung. Ein neuer Trainer mit einer anderen Angehensweise, der da und da ein wenig umbaut und die Spieler auf die richtige Position spielen lässt und ganz wichtig, eine Spielidee. Es kann doch nicht sein, dass gestandene Spieler Woche für Woche schlechter werden, wie du es sagst. Jetzt hat es den Kane auch erwischt. Ja, weil wir ihn einfach auch nicht mehr ins Spiel bekommen. Noch weniger wie vorher schon. Ja, ich sehe das genauso. Na, nochmal, ein Trainer mit einer Spielidee, der den Konkurrenzkampf ausruft und drauf scheißt, wer welchen Namen besitzt. Und ich glaube dann, weil die Qualität ist ja da in dem Kader. Also wer dem Kader die Qualität abspricht, hat in meinen Augen wenig Ahnung vom Fußball. Ja. Nur die Spieler müssen die Qualität halt abrufen. So. Und das kann man halt nur erzwingen, wenn man sie in den Konkurrenzkampf steckt. Jo, dass De Ligt wieder nicht von Beginn an gespielt hat, wurde später durch die schlechte Leistung von Upamecano bestraft. Hoffentlich bleibt der endlich mal für längere Zeit auf der Bank. Es wurde leider versäumt, während der Winterpause Champions League-würdige Verstärkungen für die Abwehr zu holen. Es ist einfach, dass der aktuelle Kader nicht Champions League tauglich ist. Man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Nee, sehe ich komplett anders, habe ich jetzt schon mehrfach hier dargelegt, wie ich das sehe. Daxre, unter anderem das mit Sané ist ein Tuchel-Problem. Leider ist er einer von denen, der bei TT einen Freifahrtschein hat. Ja. Der kann spielen und sich aufführen, wie er will. Er wird das nächste Spiel trotzdem wieder auf dem Platz stehen. Ja. Deshalb, zum Beispiel, kann ich auch solche Aussagen von Thomas Tuchel wie zuletzt auf der PK zu Matthias de Ligt nicht ernst nehmen. Ja, aber ich genauso wenig. Jeder hat die Chance und es ist ein Kampf um die Position. Ja, so sollte es sein. Das wäre Leistungsprinzip. Das wäre Leistungssport, ja. Würde das aber gelten bei Tuchel, dann wäre nicht nur hinten ein Matthias de Ligt auf dem Platz, sondern vorne auch mal ein Sané regelmäßig auf der Bank. Das kann mir keiner erzählen, dass Lieber nach Leistungsprinzip da jedes Mal wieder auf dem Platz steht. Nee, kann mir auch keiner erzählen. Und das ist das größte Problem überhaupt an Tuchel. Die Einstellung der Mannschaft kommt maßgeblich von Tuchel. Jeder, der kommt und sagt, da wäre Tuchel nicht teilschuldig, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Ja, hätte ich nicht besser ausdrücken können. Das muss man doch erkennen. Um in der Offensive zu bleiben, ein Tell oder ein Müller werden ständig auf die Bank gesetzt. Beide bringen sie ihre Leistungen. Beide brennen sie für den Verein. Und ein Sané spielt jedes Spiel fast durch. Das drückt die Stimmung doch nicht nur auf einer Seite, sondern parallel auf beiden. Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn es einem Tell oder Müller abhanden kommt, so motiviert zu sein im Training und an den Spieltagen. Auch zwischendrin. Ja, sehe ich genauso. De Ligt genauso. Stimmungskiller Nummer 1. Wenn man sich damit die letzten rausnimmt, ist mir sowieso ein Rätsel, wie die das so durchhalten können, da standhaft zu bleiben. Und Stimmungskiller Nummer 2 sind Spieler wie Sané, die 0,0 Grund haben, ihr miserables Verhalten zu ändern, weil sie trotzdem jedes Spiel auf dem Platz stehen. Ja, genau das, was ich seit Monaten erzähle. Hast du sehr gut ausgedrückt. Dass Sané immer wieder das Verhalten an den Tag legt, wie er es tut, daran ist der Spieler schuld. Dass dieses Verhalten geduldet wird und quasi fast schon begünstigt wird, daran ist Tuchel schuld. Ja, aber auch der Verein, muss man fairerweise sagen. Unter jemand wie Van Gaal hätte es das nie gegeben. Wer sich wie Sané so anstellt, vor allem das immer wieder wiederholt, der wäre bei Van Gaal wahrscheinlich auf ein paar Wochen nicht mal mehr im Kader. Ja, siehe Mario Gomez. Da pfeift dann ein anderer Wind. Und genau deshalb hat unser Team damals funktioniert, weil man darauf angewiesen war, seine Leistung zu bringen, das Maximum aus sich herauszuholen. Das Maximum ist nur erreichbar, wenn man die anderen mit einbindet und selbst eingebunden wird. Wie das sein kann, dass einige Leute so inkompetent, sowas Einfaches und Offensichtliches zu verstehen, geht mir nicht in die Birne. Ja. Sehr schöner Post. Habe ich nichts weiter dazu zu sagen.
Papi, Sané geht nicht mal ins 1 gegen 1. Macht mich richtig wütend, der Typ. Hoffe, der wird mit Gnabry ganz schnell verkauft. Ja, ich wäre auch für frischen Wind auf den Flügeln. Master D, Tuchel wird beim Rückspiel nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Er kann ja jetzt zu Barcelona gehen, sollte in der nahen Zeit genug Platz für einen spanischen Kurs haben. Nagelsmann wurde damals in einer deutlich besseren Situation entlassen, auch weil Tuchel Bayern unter Druck gesetzt hat. Unter Nagelsmann war auch nicht alles perfekt, aber ich hatte zumindest das Gefühl, einen Plan zu erkennen. Me too. Ich hätte ihm auf jeden Fall das Vertrauen gegeben, so wie bei Arsenal bei Arteta, zumindest bis zum Ende der Saison. Ja, ich auch. Ich habe den Tuchel-Fans immer wieder gesagt, dass der Fußball grauenhaft ist, trotz der guten Ergebnisse und dass das früher oder später zusammenbricht und dann auch die Ergebnisse ausbleiben. Tuchels Spielweise ist schrecklich, seine Aufstellungen, Nicht-Wechsel sind oft unerklärlich und die Pressekonferenzen sind eine Zumutung. Tuchel kriegt die Spieler wohl nicht mehr motiviert und diese wollen sich anscheinend nicht den Arsch für ihn aufreißen. Ich würde mich für Tuchel auch nicht zerreißen, da gibt es andere Trainer, für die jeder Spieler alles gibt. Ich war von Anfang an gegen Tuchel. Finde ihn auch unsympathisch. Und diese Meinung hat sich nicht geändert. Ja gut, wie soll die sich auch ändern? Du hast ja vollen Zuspruch gekriegt. Sondern noch gefestigt. Mal schauen, ob Bayern jetzt auf Flick geht und sich im Sommer nach einem richtigen Knaller erkundigt oder Tuchel noch bis zum Sommer durchschleppt. Vielleicht holt Bayern auch einen Übergangstrainer, der überzeugt und dann einen längeren Vertrag bekommt. Ja, da haben wir ja nie die Eier für gehabt. War ja damals schon bei Andres Jonker so und so weiter. Da haben wir ja nie die Eier für gehabt, dann so einen Interimstrainer mal länger zu nehmen. Wir hatten ja damals auch Ten Hag, ne, war ja auch in unserer zweiten Mannschaft, hat man ja dann auch ziehen lassen und so weiter und so fort. Also, ja, wie gesagt, ich habe einen Tuchel positiver gesehen, viel, viel positiver, wo er zu uns gekommen ist, aber ja, leider hat er das nicht erfüllt. User, Tuchel hat fertig, jo. John Heitz, ich muss immer wieder schmunzeln, wie viele tolle Trainer wir da draußen haben. Verstehe ich nicht ganz, aber gut. Bot, gehe ich großteils mit. Was hältst du von Dyer auf der 6? Da könnte er die langen Pässe noch besser verteilen und könnte die Mannschaft noch besser anweisen. Ja, wenn wir mit einer Viererkette spielen, ich denke, Dyer wäre dann die Holding Six, die ein Tuchel ja unbedingt haben will. Ne? Also, why not? Ansonsten, ich habe kein Problem damit, mit einer Dreierkette hinten zu spielen. Ja? Aber dann stell doch auch bitte die Spieler auf, die Form haben. Ja? Und die das vielleicht dann auch schon mal einstudiert haben. Und nicht einfach so, ja, der Minjay ist wieder da. Ach, Minjay, servus. Morgen, ne? Weißt du Bescheid? Komm, wir machen Dreierkette, Spitze gegen Leverkusen. Opa dasselbe. Opa 2 Tage vor. Opa, weißt du Bescheid, ne? Samstag Leverkusen, machen wir Dreierkette. Du bist dabei. You know? Also ich denke, Dyer tut der Mannschaft richtig gut. Allein von der Führung her, von sich auch dagegen stemmen. Nochmal, Dyer an der Außenlinie hat mehr Einsatz gezeigt beim Warmmachen wie die Spieler auf dem Feld. Ja, das ist für mich unverständlich, dass dieser Spieler nicht auf dem Feld steht. Ist ein Armutszeugnis für Minjay und Opa, ja, richtig. Aber ja, dann musst du das machen. Ja, fertig. Punkt. Jared Berger. Die langsame Spielweise mit Ballbesitzfußball wird doch vom Trainer verlangt. Anders kann ich mir das doch nicht vorstellen. Wenn der Tuchel sagen würde, den Ball so schnell wie nur möglich in die gefährliche Zone zu spielen, wenn auch mit Risiko nach einem Jahr, sollte das doch möglich sein. Aber wenn das nicht verlangt wird und man nur Passspiel macht und danach zu sagen, wir haben 70% Ballbesitz, dann kann man den Tuchel auch nicht helfen. Ja, gehe ich mit. Vor allen Dingen, wenn man das wirklich anders haben möchte und man es in 11 Monaten nicht geschafft hat, dass es anders wird, dann ist man halt einfach fehl am Platz. Punkt. Dann gibt es keine Argumentation mehr. Bot, also die gute Kombination hat Sané eingeleitet, sonst fällt mir nichts großartig was ein. Ja, wie gesagt, er war ja auch beteiligt. Da war auch ein Goretzka beteiligt, der auch tropfen lassen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das war es halt auch von diesen Spielern. Vielleicht war das Limit. Vielleicht hat es das ausgereizt. So diese eine Szene und ach, Leute, muss reichen. Ey, das Maximum ist erreicht. Phil, hab mich schon gefreut auf deine Reaction-Video. Erste Halbzeit gut und in der zweiten eingebrochen. Ja, erste Halbzeit, ja, das heißt gut. Erste Viertelstunde war gut, ja, danach wurde es immer Stück für Stück schwächer.
Oldschool, ich denke, wir können das alles abkürzen. Der Verein sollte Tuchel schnellstmöglich entlassen, eine Wende scheint hier nicht mehr denkbar. Ich hoffe, dass Flick einspringt bis zum Saisonende. Dann haben auch die Spieler keine Ausreden mehr. Am besten noch vor dem Bochum-Spiel. Die Analyse des Scheiterns kann man dann im Nachhinein betreiben und auch die Spieler sollten ihr Fett wegkriegen. Aber wir haben alle gesehen, dass es mit Tuchel einfach nicht funktioniert. Ein Verein wie der FC Bayern kann sich sowas nicht länger anschauen. Wir haben in 4 Tagen 2 wichtige Spiele verloren, ohne ein Tor zu erzielen und fast ohne richtige Gegenwehr. Das sagt alles über den Zustand der Mannschaft. Flasche leer, befertigt. Jo, perfekt zusammengefasst. Markus, ich habe Doppelpass geguckt. In der ersten Halbzeit hat unter Führung vom Basler Mario alles auf Mannschaft und Trainer eingeschlagen. Ende der zweiten Halbzeit waren sie sich einig. Tuchel ist das Opfer der Mannschaft. Mindestens 4 Spieler müssen weg. Kimmich, Upamecano, okay, unterschreibe ich. Hat der Trainer denn die Mannschaft verbessert, die Spieler verbessert? Fitness super, taktisch der König von Europa? Für mich kommt Tuchel mit dem Team nicht klar und einigen Spielern gehören die Flügel gestutzt und der Reisepass überreicht. Zu Upa, die Regel lautet ungefähr, trifft er den Gegner am Knöchel und dafür ist Rot zwingend. Bochum am Sonntag kann sich schon mal was ausrechnen und aufs Spiel freuen. Da brennt die Hütte, wetten das? Ja, auf jeden Fall. Also Bochum zu Hause ist eh schon immer wild. Und mit Kratzen, Beißen, Stechen, Alter. Ja, also, wenn wir da so pomadig auftreten wie gegen Lazio oder Leverkusen, ja, dann hast du vielleicht einen guten Tag, wenn Leroy Bock hat und Heavy Bock hat und Musiala vielleicht Bock hat, dass wir es durch eine Einzelaktion gewinnen, aber ansonsten, da muss dann schon viel zusammengehen, damit das passiert. Ja. Wir werden sehen. Dass Tuchel das Opfer der Mannschaft ist, eigentlich, bin ich ganz ehrlich, 80% der Spieler, die spielen, müssen Tuchel über beide Ohren dankbar sein. So ein Sané, so ein Kimmich, so ein Goretzka sind Spieler für mich, die in dieser Mannschaft nichts zu suchen haben. Aufgrund der Leistung, die ich bisher gesehen habe in dieser Saison. Ja, also, dass die Spieler sich dann hinstellen und gegen den Trainer spielen, ist schon wild. Weil wenn da ein anderer Trainer wäre, der wirklich nach Leistung aufstellt, würden diese Spieler nicht mehr spielen. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Von daher wild, aber ja, wir können festhalten, Tuchel erreicht diese Mannschaft nicht. Fertig. Zeka, eigentlich bin ich richtig sauer wegen dem Spiel, aber du bringst mich krass zum Lachen. Ja, guck mal, hat so was Positives. Rüdiger Franke, du hast ja so recht, endlich einer, der mir aus der Seele spricht. Ich sehe mir nur noch ausgesuchte Spiele an, denn so ein Gegurke kann ich mir nicht jede Woche anschauen. Auch wenn ich ein großer Fan bin und immer Bayern-Fan bleiben werde, aber wenn wir gegen Bochum verlieren, dann ist der Trainer nicht mehr zu halten, meine Meinung. Nee, der Trainer ist jetzt schon eigentlich nicht mehr zu halten. WZ und Bayern fehlt das typische Mir-Samé-Gefühl. Ja, na klar. Aber auch schon lange. FC Bayern-Fan. Dass Tell und De Ligt und auch Müller nicht regelmäßig spielen, ist eine echte Tragödie. Ibex kennt den Plan, oder was? PS, Sané hat mit seinem Ballverlust das Gegentor eingeleitet. Ja, also wir müssen ja nicht noch weiter, also Sané war Note 6 und gut. Mr. Crucifixon. Bin ich froh, ins Bett gegangen zu sein. Wenn ich hier die Analyse so höre, hätte das Spiel nur meine Gesundheit geschadet. Tja, dann schauen wir mal, wann da die Reaktion kommen wird. Ja, ich bin auch gespannt. Leland, was ich mich bei Kimmich und Goretzka frage, beide lieben ja angeblich Nagelsmann. Aber trotzdem waren beide schon übelst scheiße unter ihm. Ich kann mir auch vieles nicht mehr erklären, weil es einfach so stur wirkt. Auf manchen Positionen redet Tuchel immer davon, dass der ein oder andere Spieler ein klein bisschen besser war. Aber dass ein Sané immer spielt, obwohl er wirklich seit Herbst das leere Tor nicht mehr trifft, ist unerklärlich. Kane wird allein gelassen. Ich habe mir eigentlich erhofft, dass er besser in Szene gesetzt wird. Die Abläufe einstudiert werden. Stattdessen rennt er auf dem Platz herum und versucht sich selbst die Bälle zu holen. Hab Tuchel nie verfolgt, aber seine Erfolge sprechen wirklich für ihn. Aber ich kann es mir echt nicht erklären, was das soll. Du hast sicher recht, dass er seine Lieblinge hat. Das sollte einem Trainer seines Formats aber egal sein. Man hat einfach den Eindruck, er schmollt, weil er nicht die Spieler kriegt, die er sich gewünscht hat, und deswegen ist er trotzig und verliert lieber. Ja, den Eindruck kann man haben. Toxic Candy, ich habe ja lange die Fahne hochgehalten für Tuchel, auch wenn ich nicht an seiner Kompetenz zweifle. Irgendwie läuft es nicht. Nee. Petra, hi, liebe Grüße aus Berlin. Obwohl ich Unionerin bin, leide ich auch mit dem FCB. Ich kann deinen Kommentar und deine Enttäuschung total verstehen. Das Festhalten von Tuchel an Goretzka und so weiter kann ich mir nur mit dem
mit der Euro erklären. Bayern stellt mit Dortmund das Rückgrat unserer Nationalmannschaft. Wenn die nicht bald ihre Form wiederfinden, sehe ich auch international schwarz. Ja gut, das darf aber kein Argument eines Vereinstrainers sein. Das kann ja ein Argument vom Julian Nagelsmann sein, wenn er jetzt Nationaltrainer ist, aber mit Sicherheit nicht vom Tuchel. Ja, und wenn der Julian ein bisschen die Eier hat, dann sieht er ja auch, was ein Pavlovic leistet. Und dann lädt er vielleicht einfach den Pavlovic ein, anstatt Kimmich und Goretzka. Nuduc, es ist so schlimm, wie langsam das Aufbauspiel ist. Die Spieler haben alle zu lange den Ball am Fuß und dann 2 Sekunden später einen einfachen Querpass über 5 Meter zu spielen. Yes. Als müssten die erst überlegen, ob der Pass funktioniert. So ist natürlich klar, dass man keinen Raum gewinnt. Das Pseudo-Pressing, wogegen Spieler immer nur angelaufen werden, anstatt auch mal versucht wird, den Ball zu gewinnen, geht mir auch so auf den Keks. Dann stellt euch gleich hinten rein, dann könnt ihr wenigstens kontern. Ich glaube, die Spieler wissen selber nicht, was sie überhaupt für einen Fußball spielen sollen. Mir kann keiner erzählen, dass Stuttgart mehr Qualität hat. Die spielen aber den besseren und attraktiven Fußball. Ja, aber das tun ja ganz viele Mannschaften. Und da hören wir ja auch schon das richtige Wort, Mannschaften. Ja, wir sind keine Mannschaft. Deswegen spielen wir auch keinen Fußball. Deswegen sieht das alles so grottig aus. Deswegen leben wir nur von Einzelaktionen. Und ja, man hat bei uns nie das Gefühl, habe ich auch schon oft gesagt, dass wenn ich jetzt der Sechser bin, der Zehner, ich bin an dieser Stelle des Fußballfeldes, ich kriege den Ball, dann muss ich blind wissen, ohne dahin zu schauen, dass ich den Ball dahin spielen kann und da ist ein Mitspieler. Das gibt es bei uns nicht. Ja? Jeder muss den Ball annehmen, im Idealfall 30 Meter laufen, um dann Querpass über 5 Meter zu spielen. Ja, das ist unsere Spielweise. Jet Berger, ich habe mir das Spiel Sport 1 verfolgt. Was da der Barca wieder über den Thomas Müller gefaselt hat, das ist eine Schande. Er hat ihn glatt abgeschossen. Der Basler ist voll hinter dem Tuchel. Wenn der die Bayern kritisieren kann, muss der einen Orgasmus bekommen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht gesehen. Enze, Notbremse gibt rot, außer sie wird schon mit Elfmeter bestraft. Dann kann man gelb dafür geben. Grobes Foulspiel ist rot, egal wo auf dem Platz. Ja. User, die Milliardäre spielen gegen den Trainer, ist eigentlich verständlich. Songoan. Sané verschleppt ständig das Spiel und dann passt er auch noch viel zu oft zurück. Christian, Tuchel hat alles richtig gemacht. Nachdem er bei Chelsea rausgeflogen war, gab es keinen interessanten Club, bei dem er hätte anheuern können. Also suchte er sich einen gut bezahlten Überbrücksjob, bis in England oder Spanien was Interessantes, Passendes frei wird. Und siehe da, jetzt ist es soweit. Und da lässt die Motivation für die Bayern schlagartig nach. Würde auch erklären, warum er nicht nach Leistung aufstellt. So wird es wahrscheinlich, dass er rausgeschmissen wird, bei vollen Bezügen. Tuchel wusste schon damals aus seiner Zeit beim BVB, wie der bayerische Vorstand tickt und mit Menschen umgeht. Stichelt und austeilt und mit eigenen Trainern umgeht. Warum sollte das bei ihm anders sein, wenn er dort den Job macht? Das war ihm alles klar und so zahlt Bayern fürstliche 12 Millionen pro Jahr. In Worten 12. Wenn die Bayern ihn jetzt kicken wollen, müssen die 16 Millionen zahlen. Clever eingefädelt. Und so stellt Tuchel weiter lustig irgendwie auf und schaut mal, bei welchem interessanten Club er unterkommt. Die Vereinsstruktur, wo ein Uli und Kalle alles bestimmen und bei jedem reinquatschen können, ist halt auch ein Anachronismus. Sowas war früher mal üblich. Moderne Vereinsführung geht halt heutzutage anders. Und deswegen sind die Bayern halt international unbedeutend. Ich hau mich weg, Alter. Ich stimme den vielen zu. International unbedeutend ist natürlich absoluter Schwachsinn. Sorry. Kann ich nicht mitgehen. Guck dir einfach die Tabelle der auf internationalem Niveau an. Dann ist das Argument schon ausgehebelt. Also. Das Corona-Lotterie-Sex-Tubel kann man ja nicht ernst nehmen. In allen anderen Sportarten wurden Titel, Medaillen, die man in dieser Zeit geholt hatten, relativiert, weil man wusste, es findet nicht unter normalen Bedingungen statt. Ja, da gehe ich mit. Ne? Da gehe ich mit. Das darf man, ja, es wurde ausgespielt aufgrund von Fernsehgeldern. Es hat einen gewissen sportlichen Wert, aber mit Sicherheit nicht den sportlichen Wert wie unter normalen Bedingungen. Also da gehe ich 100% mit. Nur die Bayern feiern sich für ihr Sextubel, wenn Corona als diejenigen, die etwas Historisches geschafft haben. Kann man schon machen, wenn man es braucht, um sich der Realität zu verweigern und nicht die rosa Brille absetzen will. Tuchel gibt als trojanisches Pferd alles und kassiert dabei richtig gut ab. Und der Vorstand ist zu feige, das Missverständnis zuzugeben, aus Angst, sich zu blamieren. Dabei blamiert sich der Club schon länger.
Ja, ich denke auch, dass das aktuell ein Argument ist. Gerade weil man ja dann auch so gegiftet hat gegen die Experten und bla und Sülz. Und dann hat ja noch der Hamann die Frechheit zu sagen, Tuchel ist das größte Missverständnis seit Klinsmann. Und wenn man Tuchel jetzt entlassen würde, jetzt hat er die jegliche Argumente auf seiner Seite. Nur aus Vereinssicht darf das doch nicht interessieren. Scheiß da drauf. Soll der Didi sich doch freuen, hat er recht gehabt, ja, supi. Aber du kannst auch deswegen nicht das Risiko gehen und den Verein vor die Wand fahren lassen. Was wir gerade tun, muss man fairerweise sagen, sportlich. Und aus nicht sportlichen Erfolg ergibt sich natürlich auch nicht mehr diese Attraktivität für Geldgeber und so weiter und so fort. Da hängt ja auch ganz viel dran. Das darf man ja alles nicht vergessen. Und ja, natürlich hat unser Verein auch gewisse Erfolgsfans, die natürlich auch Umsätze kreieren durch Merchandise und so weiter. Das ist natürlich dann auch alles gefährdet. Ja, das darf man ja alles auch nicht vergessen. Also da jetzt dran festzuhalten, auch wenn es dann da wieder 16 Mille, ich meine, wir haben 25 Mille für Nagelsmann als Abfindung gezahlt und dann nochmal dafür, dass er Nationaltrainer werden darf, haben wir Millionen gezahlt. Also ja, es läuft gerade vieles schief. Ich denke, der Verein wartet gerade darauf, dass das März wird und Eberl das Ruder übernimmt. Mein Take. User, danke. Sven, ich habe das Spiel nicht gesehen und muss sagen, wahrscheinlich nichts verpasst. Seit langer Zeit Kimmich und Goretzka zusammen nicht mehr anzusehen. Sané wieder Diva, Einstellung und eine gewisse Haltung wie von Müller kann man nicht trainieren. Opa wie immer amateurhaft. Aufbau von Kim nicht vorhanden. Schau nur noch Zusammenfassung, sonst muss ich brechen nach spätestens 15 Minuten. Unser Trainer hat früher gesagt, versuch erstmal das Tor zu treffen, damit überhaupt die statistische Möglichkeit eines Tores besteht. Mal sehen, was wieder als Kommentar kommt. Expected dies, expected das. MOK, was soll ich sagen? Kimmich, Goretzka sind nicht in der Lage, mal ein Foul zu ziehen wie ein Sechser oder Ball verteilen wie ein Achter und Upamecano immer wieder schädlich. Wie gesagt, ich schieße mich nicht auf den Opa ein, Leute. Gehe ich nicht mit. Kimmich, Goretzka stimme ich zu. Marc, haben wir eine Formkrise, Ergebniskrise oder eine Vertrauenskrise? Ob innerhalb der Mannschaft oder zwischen Mannschaft und Trainerteam? Naja, wir haben eine Formkrise seit 2 Jahren. Wir haben eine Vertrauenskrise auch seit 2 Jahren mindestens. Eine Ergebniskrise haben wir jetzt erst die letzten 2 Spiele. Vorher wurde ja alles schön geredet. Rock'n'Roller, aber Sané ist doch so gut. Den müsste man um weitere 5 Jahre verlängern. Am besten Gnabry gleich mitverlängern. Ja, traurig, dass das gesagt wurde. Ja, wirklich traurig. Es macht mich traurig und angry. Ich meine, wenn man jetzt sagen würde, pass mal auf, Leroy, du bist so eine Maschine. Ja, du hast im Moment, ich weiß nicht, ich glaube auch an die 20 Mille, sei mal dahingestellt, ob 18, 19 oder 20. Leroy, du bringst 15 gute Spiele im Jahr, wir haben aber 60. Wir vierteln dein Gehalt. Kriegst 5 Mille, kannst du bleiben. Alles gut, gehe ich mit. Ja, können wir machen. Gerne dann meinetwegen das Gehalt an die Durchschnittsnoten koppeln. Für so einen Spieler wie Sané. Ja, vielleicht braucht er einfach diesen Anreiz. Ne? Würde er sich nicht drauf einlassen, weil dann geht er zum anderen Verein, wo er 12, 13, 14 Mille kriegt. Alles gut und schön, aber dann geh bitte. Was sollen wir mit Spielern, Alter, die 20 Mille verdienen und 15 gute Spiele im Jahr spielen? Das kannst du doch keiner erzählen und das geht seit 3 Jahren so, Alter. Das ist der Anspruch, oder was? Das kannst du keinen erzählen, da kannst du nicht drüber nachdenken, Alter. Evangelist Uwe. Kann das sein, dass ihr nur gegen Lazio in der Champions League die Säge streicht? Schade. Gerne hätte ich in der nächsten Runde Arsenal gegen euch gesehen, denn die haben ja noch etwas gut bei euch. Schauen wir mal. Blau, weiß, schwarze Grüße. Nur der HSV. Gut, wir werden sehen, was passiert. Zibi, mal wieder ein ganz mieses Spiel. Mich hat es wirklich nicht gewundert und so traurig, dass es ist, aber mittlerweile hoffe ich, dass wir solche Spiele abliefern, damit Tuchel schnell weg ist. Ich finde mich einfach nur noch damit ab und habe auch keine Hoffnung mehr, dass es unter Tuchel besser wird. Das ist leider bei mir auch so, dass ich mich damit abfinde. Sané absolut bodenlos, so wie Goretzka. Ich würde wirklich gerne mal Pavlovic mit Kimmich sehen. Wo Pavlovic den defensiven Teil macht, das wird mich Sicherheit
das wird mit Sicherheit um einiges besser werden. Musiala hat sich bemüht, aber war auch letztlich gar nichts. Auf jeden Fall besser als Sané. Opa-Katastrophe. Dass De Ligt nicht seine Chance bekommt für die Startelf, grenzt an Hass gegenüber dem Spieler. Ich will einfach nur noch, dass Tuchel abzieht und zwar sofort. Ja. Christian, warte mal, bis der gute Kerl Gnabry zurückkehrt. Ja, jetzt ist die Frage. Kann der Serge gerade schlechter sein wie der Leroy? Weißt du? Der Serge war ja lange nicht da und er hat ja auch seine 10, 15 Spiele im Jahr, die er ganz gut performt. Der andere Vorteil vom Serge ist ja auch noch, er performt schlecht, aber macht dann zumindest mal ein Tor. Also, wer weiß. Jetzt müsst ihr Folgendes überlegen. Es ist schon soweit, alle, die länger hier seid, die mich kennt, dass man schon Argumente sucht oder hat dafür, dass ein Serge spielt. Wild, oder? Max Albert, hier wohl das Ende von Tuchel eingeleitet worden. Es zeigt doch deutlich, dass er die Mannschaft nicht verbessert hat und man nicht wirklich die Motivation findet, die 5 Punkte in der Bundesliga noch aufholen zu können. Kaum bis wenig wirkliche Torchancen gab gegen Lazio, während Lazio auch das 2:0 kurz vor Schluss hätte machen können. Der Elfmeter war berechtigt, aber total unnötig von Upamecano gewesen. Habe Servus TV geschaut und da hat man ganz schön schlecht über Opa geredet. Nicht nur über das harte Einsteigen, auch die wirklich miese Leistung generell. Es fiel sogar ein Kommentar, dass für Bayern das einzige Glück hier ist, dass Opa im nächsten Spiel gesperrt ist. Vielleicht sogar besser, aktuell einen Hansi Flick als Notlösung zu holen. Ich sehe da einfach keine Steigerung mehr beim FC Bayern unter Tuchel. Allein schon diese kuriosen Aussagen von ihm nach den Spielen. Es sieht aktuell so aus, als ob die Mannschaft nicht mehr für den Trainer spielt. Er hat durch viele unnötige Rotationen potenzielle Führungsspieler vergrault, sodass keine wirkliche Hierarchie in der Mannschaft entstehen konnte. Das war heute definitiv nicht der FC Bayern. Im Rückspiel könnte es Bayern noch schaffen. Ich wäre aber auch nicht überrascht, wenn Lazio hier das UE unentschieden schaffen könnte. Ja, also wenn Tuchel weiterhin Trainer ist, denke ich, hat Lazio Chancen weiterzukommen. Ja. Ansonsten zu Opa habe ich schon genug gesagt. Ja, ansonsten gehe ich da mit im Großen und Ganzen. Harald, was mich wundert, dass Leute wie Basler und Thon immer noch zu Tuchel halten. Ich finde den peinlich. Allein zuletzt die Aussage zu Stani und über englische Geflogenheiten, einen verliehenen Spieler nicht gegen seinen Verein einzusetzen. Oh Gott, ich war mal Präsident in der Kreisliga. So einen Trainer hätte ich sofort rausgeworfen. So ein Gewäsch beschädigt ja die Ehre des Vereins. Ja, es war schon wild. Otwen, die Ziele sind in Gefahr, ja. Freeman, ich glaube, er möchte nach Liverpool. Er folgt ja sehr gerne auf Klopp als Trainer. Die Chance ist für ihn einmalig und ich bin mir zu 100% sicher, dass er dorthin möchte. Ja, aber meinst du denn, Liverpool möchte ihn haben? Wenn das Tuchels Fußball ist, den er gerade hier zelebriert. Und die werden ja auch in Liverpool gesehen haben, welchen Fußball er in Chelsea zelebriert hat. Und da möchtest du von Klopp-Fußball zu Tuchel-Fußball, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der FC Liverpool das möchte. Matthias Hartmann, Thomas Müller soll den Trainerschein machen. Frank Schneider, es ist lange her, den FCB in solch einer Verfassung zu sehen. Analyse fühle ich und unterschreibe ich. Dabei finde ich Tuchel wirklich einen guten Trainer, aber ich verstehe ihn auch nicht. Ging euch bei Ancelotti ja eh nicht. Nur tut euch bitte einen Gefallen. Nicht Hansi, Mausi, Flick, wohl wäre gut für uns. Liebe Grüße, weiter so. Meine Meinung zu Hansi Flick ist bekannt. Ja, aber selbst der wird die Saison wahrscheinlich besser zu Ende fahren, wie es ein Tuchel tun wird. Aber sei mal dahingestellt. Wegen solchen Fachleuten muss sich ein Trainer erklären oder auch nicht. Uli hat die Sache damals bauchfrei geregelt. Heute erklären uns YouTube-Fußballer das Klein-Klein. Ja, erkläre ich dir gerne, wenn du dich da nicht auskennst. Das ist kein Problem für mich. Kannst gerne hier abonnieren und weiter zugucken. Kein Thema. Tuchel ist schwer angeschlagen, keine Frage. Wenn man mit Wohlwollen im letzten Jahr noch gute Ansätze erkennen konnte, ist in diesem Jahr der Faden komplett verloren gegangen. Jetzt stimmen auch die Ergebnisse nicht mehr. Oh Wunder. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Trainerdiskussion Fahrt aufnimmt. Der Name Hansi Flick wird ja schon rumgereicht. Islenio. Ich glaube inzwischen auch, dass Kimmich und Co. den Trainer loshaben wollen. Aber sollte Tuchel entlassen werden, müsste Kimmich, Sané und Goretzka gleich auch noch verkauft werden. Stani zurück, Pavlovic Stammspieler und andere junge Spieler integrieren. Hoeneß aus Stuttgart holen, da Alonso in Leverkusen bleibt. Jo, hätte ich zum Beispiel nichts gegen solche Maßnahmen. Henna, Krug. So viele Fehlpässe habe ich vom FC Bayern schon lange nicht mehr gesehen. Die ersten 10 Minuten waren gut und dann wieder die alte Leier. Yes.
Christian, Tuchel bettelt um seine Kündigung. Wir finden seit 11 Monaten den Schlüssel nicht. Was bekommt der nochmal an Gehalt? Ja, mehr wie die 11 Monate. Kasta. Bin kein Bayern-Fan, aber dein Content ist geil. Danke. Jared Berger. Die einzige Hoffnung ist, dass man noch alle Chancen hat im Rückspiel, weil eben nur ein Torunterschied ist und weil Lazio schwach ist. Ja gut, aber Lazio wird ja, also, unentschieden reicht halt. Verstehst du? So, und wenn Tuchel weiterhin Trainer ist bis zum Rückspiel, alto belly. Wird schwer. Mr. Yeti, super erfrischend, danke. Kampflol. Kane muss sich die Flanken selber reinschlagen. Ja, das ist das Problem. Aber der ist nicht schnell genug, um dann auch schon wieder da zu sein, um einzuköpfen. Fabi, unfassbar, was mit Bayern passiert. Aber man sieht halt, dass es keine richtige Mannschaft gibt. Alles Einzelkämpfer. Wäre einfach gut, wenn wirklich kein Titel eingefahren wird dieses Jahr und Bayern richtig in die Probleme kommt. Wünscht sich wohl jeder normale Fußballfan, der nicht den Bayern... Fabi, ich fand ja dein Kommentar bis hierhin echt okay. Ne? Ich habe da auch gar kein Problem mit, wenn ihr alle neutralen Fußballfans oder alle nicht neutralen Fußballfans, aber keine Bayern-Fans, sich darüber freuen, dass es bei uns gerade bergab geht. Habe ich völliges Verständnis für. Wenn man 11 Jahre so eine Dominanz hatte in der Liga oder 10 Jahre, nehmen wir mal die geschenkte Meisterschaft aus, ist das völlig fein für mich. Ich gönne euch das. Gönnt euch endlich den Niedergang. Ja? Habe ich gar kein Problem mit. Aber lasst doch einfach so eine Sachen sein. Ja? Ich hoffe, du kriegst einen Daumen nach unten. Beim nächsten Mal blende ich dich aus. Two and Space. Es ist wirklich krass, wie Bayern keinen einzigen Torschuss hatte. Gegen den 9. Platz der Serie A. Jetzt sind sie schon 9. Alter. Letztes Mal waren sie 8., dann waren sie 7. Ich weiß auch nicht. Was spielt's für eine Rolle? Das mit den Positionswechseln hat mich auch sehr überrascht. Da hat TT wirklich einen rausgehauen. Es macht für mich seit einigen Wochen keinen Spaß mehr, Bayern beim Spielen zuzuschauen. Alles nach der Abwehr hat keine Ahnung, wohin mit dem Ball. Man denkt, die Spieler, die da stehen, wissen nicht, dass es das Ziel ist, ein Tor zu schießen. Wenn Tuchel bis zum Rückspiel bleibt, habe ich keine Hoffnung, dass Bayern weiterkommt. Ich auch wenig, ja. Man sieht den Spielern an, dass sie keine Lust mehr auf ihn haben. Mein Highlight war, als Schuppo eingewechselt wurde. Ich glaube mittlerweile, dass Tuchel Bayern extra schaden will. Anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Bot, du siehst dir, wie gesagt, die falschen Statistiken an. Die sagen nicht viel. Ja, dann gib mir doch die richtigen Statistiken. Glastron, hallo, deine Spielanalyse passt voll, bis auf Goretzka. In der Totalen hat man gesehen, dass er völlig frei vor dem Tor stand und sich die Ecke hätte aussuchen können. Und was macht er? Er spielt quer auf Musiala und der haut den Ball in den Himmel. Daher ist Goretzka für mich eine 6. Sané macht Tempo, bremst dann aber ab und braucht gefühlt ewig, bis er sich den Ball auf den linken Fuß legt. Bis dahin steht die Abwehr wieder und dann kommt ein Schüsschen oder ein lappriger Querpass raus. Zu Tuchel, der scheint echt mit seinem gesamten Staff von den Trojanern eingeschmuggelt worden zu sein. Ideenlos und überhaupt eine Katastrophe. Opa wie fast immer der Unsicherheitsfaktor und mal wieder schuld an einem Tor. Und dann wie meist immer wieder wegen irgendeiner Stolperei selbst verursacht. Kim hat für mich keine Spielberechtigung. In der Serie A vielleicht top, aber bei Bayern überfordert. Man darf gespannt sein, wann der Verein reagiert. Groß Rudi. Rudi, groß zurück. Zu Opa habe ich ja ein bisschen was gesagt. Den Rest kann ich mit einstimmen. VPMX, ich würde mich ab jetzt sogar über Mourinho freuen. Ja, leider ist man mittlerweile so weit, dass man denkt, es kann nicht schlimmer werden, oder? Big N. Also Fans, das nur ein weiterer FC Bayern Debakel. Ich wünsche Bayern nichts Schlechtes, aber warte auf einen Neustart. Bock der Spieler, ein Trainer, mit dem sich Fans identifizieren können und vor allem guten Fußball. Nicht nur den Expected Goal Pseudo-Erfolg à la Tuchel. Einzige Mal hat Bayern mit Tiki-Taka einen guten Spielzug geleistet. Und das hat für 30 Sekunden Spaß gemacht. Für den Zuschauer. Das ist richtig, der war schön anzusehen. Aber dann kein Schuss aufs Tor. Da muss was passieren. Und sorry, das war Lazio Rom, mir fehlen die Worte. Gruppentherapie hier. Ja, genau. Anastasia. Motegeo Gusch. Ich nenne nicht Gusch. FCB spielt wie eine Flasche leer. Ich habe fertig. Mehr kann man dazu nicht sagen. Einfach unterirdisch. Yes. Timo. Ihr könnt nächstes Wochenende Frustschießen bei uns in Leipzig machen. Wir bekommen keine gute zweite Halbzeit mehr hin und Standards werden bei Rose auch nicht mehr trainiert.
Ach ja, ihr habt Heimspiel gegen uns, umso besser. Ja, aber dann begegnen wir uns ja auf Augenhöhe, weil Standards sind bei uns auch grausig. Aber wenn ihr wenigstens eine gute Halbzeit hinbekommt, dann habt ihr auf jeden Fall 25 gute Minuten mehr wie wir. Weil bei uns ist aktuell so 10 bis maximal 20 gute Minuten. Johannes, hallo. Die Frage ist doch, warum wurde Nagelsmann wirklich Anderson? Damit hat doch alles angefangen. Meinst du wirklich, die Spieler standen hinter ihm? Nein. Vielleicht so anspruchsvolles Training? Etwas muss wohl nicht mehr gestimmt haben. Sie sind ihn losgeworden und nun treiben sie das gleiche Spiel mit Tuchel. Oder die Spieler können einfach nicht mehr leisten, sind komplett überbewertet und absolut realitätsfern. Sie geben im Training alles und im Spiel spielen sie, als hätten sie ein Beruhigungsmittel bekommen oder einfach nur lebende Angst geschnüffelt. Also, mein Take zum Thema Nagelsmann. Müller und Neuer haben Nagelsmann abgesägt. Ganz einfach. Ja. Das war das. Die haben ihre Position gefährdet gesehen, gerade im Hinblick auf die Hierarchie der Mannschaft, weil es gibt ja immer so, also aus meiner Sicht, von draußen betrachtet, ist nur Spekulation, aber man hat immer so das Gefühl, es gibt diese Fraktion Müller, Neuer, ja, die so einen Teil um sich schert und dann diese Fraktion Kimmich, Goretzka, Blasewitz. Ja. Und Nagelsmann hat ja mehr diese Generation gepusht, hat man ja auch dann durch die ein oder andere Scharmützel gesehen, wobei Nagelsmann ja auch Müller immer noch irgendwie stark geredet hat. Aber ich glaube so, das war ein so ein Punkt. Also ich glaube nicht, das hat man ja auch in den Reaktionen dann gesehen von Kimmich, Goretzka und so weiter, dass die auch nur annähernd damit gerechnet hätten, dass Nagelsmann geht. Oder die andere Möglichkeit, Brazzo und Olli waren einfach maßlos überfordert und haben wirklich aus Panik den Nagelsmann rausgeschmissen, ohne dass irgendein Spieler oder sonst was da interagiert hat. Das sind die beiden Möglichkeiten, die ich sehe. Sie geben im Training alles und im Spiel spielen sie, als hätten sie ein Beruhigungsmittel bekommen oder einfach nur lebende Angst geschnüffelt. Tuchel hatte es von Anfang an schwer. Vielleicht hat er die Mannschaft einfach zur falschen Zeit übernommen. Nee, ich denke, dass er von Anfang an den falschen Move gemacht hat. Ja, er hat von Anfang an den Nagelsmann-Move gemacht und an diesen gestandenen Spielern festgehalten, anstatt sie einfach in den Konkurrenzkampf zu schicken und dann auszutauschen. Aber da er unbedingt dann irgendwie die Meisterschaft retten wollte, was dann mit viel Glück ja geklappt hat, hat er an diesen Spielern festgehalten. Und dann wollte er diese Spieler in der neuen Saison ersetzen, hat die Spieler aber nicht bekommen, die er haben wollte, hat dann wieder auf diese Spieler gesetzt und ja, damit war der Genickbruch da. Die Medien versuchen ständig Unruhe in den Verein zu tragen, stellen ihn die ganze Zeit in Frage. Selbst ehemalige Spieler und jetzige TV-Pseudo-Experten sind die wahren Trojaner, welche die schwachen Leistungen mancher Spieler noch stark reden. Wie wichtig solche Spieler für Bayern sind, völlig verblendet. Gehe ich mit? Ja, habe ich auch nicht gefühlt, diese komischen Takes. Wie gesagt, da muss von der Vereinsführung müssen da klare Worte kommen, ja, in Richtung der Spieler. Punkt. Und nicht nur in Richtung der Experten. Tuchel wollte einen neuen Sechser und Führungsspieler. Warum wohl? Dies kannst du dir bei jedem Spiel mit Kimmich und Goretzka live anschauen. Ja, vollkommen richtig. Gehe ich oft mit, aber warum spielen diese Spieler dann? Verstehst du? Warum spielen diese Spieler dann? Dann stell doch andere dahin. Und was war die Aussage des Präsidenten Herbert Hainer im Sommer zu Kimmich? Kimmich ist ein absoluter Fixpunkt, ein Leader, dritter Kapitän, hat schon viele Titel mit uns gewonnen. Er ist fest in unserem Plan für die Zukunft, eine Mannschaft um ihn herum aufzubauen. Ich weiß, hat mich auch schockiert. Damit hast du Tuchel vor der Mannschaft enteiert, entmachtet. Wenn du solche Spieler hast, welche sich selbst überschätzen, gibt es nur eins. Felsenfest zum Trainer stehen, auf Gedeih und Verderb. Die Spieler, die nicht mitziehen, von sich aus für den Verein ihr allerbestes auf den Platz geben. Absolute Leistung bringen im Spiel. Müssen gehen. Ja, aber da müssten ja genau die Spieler gehen. Hier kommt es mir vor, als würde Bayern Ablöse sparen wollen. Anders kann ich es mir nicht mehr erklären. Nee, also das ist kein Argument, weil dann hätten wir nicht so viel Ablöse für einen Harry Kane bezahlt und auch keine 30 Millionen für einen Rechtsverteidiger in der Winterpause. Ich denke, das erklärt alles. Mit einer solchen Führung fährst du jede Kreisliga-Mannschaft an die Wand. Der Vorstand quatscht rein. Die Spieler, die gehen wollen, sich nicht vollkommen zum Verein bekennen, werden gepudert und gehen dann doch. Spieler mit krasser Selbstüberschätzung werden gestärkt. Dies zerstört die Mannschaft. Ich würde Mario Basler als Berater sofort holen, der die Spieler mal wieder richtig erdet und den Trainer stärkt. Nee. Der Trainer stellt die Spieler auf, nochmal. So.
Ja, ich gebe dir recht, die Spieler werden gepudert, aber die werden auch vom Trainer gepudert. So, dann muss der Trainer die Spieler einfach auf die Bank setzen. Punkt. Was hat ein Tuchel denn jetzt noch zu verlieren? Wenn man jetzt argumentiert, bisher war Tuchels Angst, dass wenn er die Etablierten rausnimmt und dafür Junge reinwirft, dass ihm das dann vorgehalten wird, wenn kein Erfolg da ist. Ja. So, es ist kein Erfolg mehr da. Also kann er es doch jetzt tun. Soll nicht auch Kimmich das Gesicht des FCB sein? Wie kann ein Spiel das Gesicht eines Vereins sein? Es muss die Mannschaft plus Trainerteam sein, mindestens. Heiner wünscht sich, dass Kimmich die Karriere beim FCB beendet und immer Verantwortung. Das sieht man ja, wie effektiv und erfolgreich bei jedem Eckball und dem langsamen Spielaufbau. Ich kann da nicht mehr hinschauen. Die Eckbälle tun mir weh und immer wieder läuft er an die nächste zu schießen. Während er ein echter Führungsspieler und würde er wirklich das Beste für die Mannschaft wollen, würde er freiwillig aufhören, Standard zu schießen und würde sich als rechter Verteidiger versuchen. Ich würde mich einfach nur schämen. Gehe ich voll mit, was Kimmich betrifft. Tuchel hält an diesen verdienten Spielern fest und Woche um Woche liefern sie nicht. Der Verein muss die Charakterfrage an die Spieler stellen. Ja, wie du es sagst. Sie liefern Woche für Woche nicht. Dann darf man die Spieler nicht aufstellen. Das ist in der Verantwortung des Trainers. Und dann rafft der Spieler vielleicht. Oh, ich liefere ja gar nicht, deswegen sitze ich jetzt draußen. Wenn man aber nicht liefert und immer wieder gespielt und immer wieder nur gepudert wird, ja, wie soll man das in seinem kleinen Kopf dann auch raffen? Weißt du? Wäre ich ein Spieler wie Kimmich oder Goretzka und ich würde so schwach spielen, so viel Geld verdienen und der Trainer stellt mich immer wieder auf, ich könnte weder den Trainer noch dem Verein noch den Fans in die Augen schauen. Ja, was meinst du, warum die Spieler sich alle gegen Saarbrücken verpisst haben? Ich würde mich einfach schämen, gerade wenn ich mich für so super halte und den absoluten Führungsanspruch beanspruche. Wahre Demut und eine wirklich realistische Selbsteinschätzung zeichnet wirklich große Spieler und Führungsspieler aus. Ja, da gehe ich voll mit. Johannes. Kiederduk. Schon traurig, wie man nicht realisiert, dass Tuchel dann null was für kann und die Mannschaft mal endlich Reaktion auf den Platz zeigen muss. Es werden einfach viel zu viele individuelle Fehler gemacht und da kann der Trainer nun mal nichts gegen machen. Ja, völliger Schwachsinn, den du davon dir gibst. Nochmal, der Trainer stellt diese Mannschaft auf. Punkt. Ja, wenn diese Spieler immer wieder keine Leistung bringen und immer wieder individuelle Fehler machen, hat man sie einfach nicht aufzustellen. So einfach ist das, weil wir reden über Leistungssport. Kriegst trotzdem Herzchen. DR. Ich bin wirklich alles andere als ein FC Bayern-Fan. Eher noch im Gegenteil. Aber mittlerweile habe ich fast nur noch Mitleid mit euch. Das tut ja wirklich weh, wenn man sich diese lustlose Truppe ansehen muss. Übrigens sehr gut und humorvolle Analyse. Danke. Frank Jerke. Stimme 90% deiner Aussagen zu, das habe ich selten bei Videos, aber du wiederholst dich ein bisschen oft. Für mich ist Tuchel das größte Problem, denn er hat Verunsicherung in der Mannschaft gebracht und dadurch spielen sie nicht mehr so dominant wie früher. Im Gegensatz zu dir denke ich, dass Müller immer noch 1-2 Jahre spielen kann, denn er war nie der Schnellste und die Kondition lässt normalerweise nicht nach, wenn man viel trainiert. Seine Stärken sind auch eher Chancen einzuleiten oder Überraschungen zu kreieren. Aber dass Thomas Müller öfter spielen sollte, hätte Tore schon längst erkennen müssen und aus den Fehlern der Trainer davor lernen sollen. Aber wie bei den Spielen ist der starrsinnig und zieht seine falschen Entscheidungen in die Länge. Ich finde gut, wenn Flick kommt für ein Jahr und dann Klopp. Außer Flick holt alle 3 Titel, dann wird verlängert. Wilder Take, lasse ich mal da so hingestellt. Hoi Red, du bist 70, wirklich. Ich lüge da am Kanal, Podcast fast immer. Voll Pazifik bis Chef Forel. Gasche sehe ich Punkt. Da bliebe weitermache. Merci beaucoup. Gruß an Red. Jütüs, Zürich. Ich weiß nicht, ob ich es einigermaßen hingekriegt habe. Vielen lieben Dank. Zizi. Fischi. Sané, Musiala, Kane, alle bodenlos. Aber es ist ja keine schlechten Spieler. Man hat gesehen, dass Tuchel wirklich planlos ist, wie er die Männer richtig mit deren Stärken einsetzt und taktisch aufstellt. Das ist das schlechteste Bayern, was ich in den letzten 12 Jahren gesehen habe. Christian nochmal. Ich denke, wenn Tuchel bleibt, sucht sich Tell einen neuen Verein. De Ligt hat das schon kundgetan. Ja, wild. Mich wundert es, dass ein Tell das durchzieht bisher. Na, er war ja schon öfter, stand ja schon öfter zur Diskussion. Naja, wir werden sehen. Thies Hamann. Es gibt ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Tuchel die Spieler mit den Armen nach vorne treibt und offenkundig aufgebracht ist, die Mannschaft aber nur quer und nach hinten spielt.
Offenkundig heute keine Traineranweisung gewesen, quer und nach hinten zu spielen. Scheinbar stimmt das Verhältnis Spieler-Trainer nicht. Die grundsätzliche Einstellung passt nicht, wobei dann aber auch zu fragen ist, warum er 70 Minuten lang die gleiche Truppe spielen lässt und nicht durchwechselt. Genau, da sind wir wieder bei dem Punkt. Wenn dem so ist, dass das nicht Tuchels Strategie ist oder Wille, und er sieht, die Spieler setzen nicht um, was ich ihnen sage, dann wechsel die Spieler doch aus. Ganz einfacher Take. Übrigens, Zitat Tuchel nach dem Leverkusen-Spiel in der Kabine. Ihr seid nicht so gut, wie ich annahm. Da muss ich mich eurem Niveau eben anpassen. Immerhin ehrlich, aber auch vielsagend. Ja, ob dem so ist, keine Ahnung. Das ist ja, stand da wieder in irgendeiner Zeitung. Ne? Jari, Tuchel wirkt immer zu ratlos, angefressen und nimmt Kritik extrem persönlich. Das sollte so nicht sein und wird einer Vorbildfunktion nicht ganz gerecht. Dennoch werden sie ihn nicht entlassen, da es keine richtige Alternativen gibt. Das Team wirkt müde und zusammengewürfelt. Müller kann ja den Spielertrainer machen. Ja, kann er mal versuchen. Liebe diese Couch-Trainer. Ja, danke. What's up? Ich bin sprachlos, das einzig Positive war Müller. Ich wundere mich nicht mehr über die Aufstellung, ich ärgere mich nicht mehr darüber, wie wir spielen. Und ich bin auch nicht mehr enttäuscht. Solange Tuchel noch da ist, nehme ich alles einfach nur noch hin und fertig. Wir wissen doch, was alles falsch läuft. Das sagen wir und doch schon Monate. Das ist soweit. Wir wissen doch, was alles falsch läuft. Das sagen wir und du doch schon Monate. Es ist alles einfach nur noch traurig. What's up? Ja, leider. Und ja, ich bin auch so weit, dass ich resigniere. Ja. Trotzdem packen mich die Emotionen immer noch und der Ärger zwischendurch, aber ich bin auch ruhiger geworden. No, man hätte auch wieder völlig eskalieren können nach dieser Leistung, aber ich bin mittlerweile auch auf dieser Ebene angekommen, ja. Christian Harten. Sané hat aber immer die Haare schön. Ja, guck mal, haben wir doch was Positives gefunden. Veganer Chicken Nugget. Es gab 4 große Chancen in der ersten Halbzeit. Kimmich knapp vorbei, Kane 10 Meter vor dem Tor, Sané Freistoßvariante, Musiala aus aussichtsreicher Position. Das war schon nicht so verkehrt. Thomas Müller hat praktisch jeden Ballkontakt, Pass verkackt. Tut weh, das zu sagen, aber viel mehr als Wille und Fußballverstand ist nicht mehr im Tank. Wenn wir jetzt davon reden, dass wir nehmen wir diese 4 Chancen, weil danach war ja auch nichts mehr. Nehmen wir diese 4 Chancen, wenn du jetzt dir vor Augen hältst, dass nicht einer davon auf das Tor ging. Brauchen wir nicht mehr sagen, oder? Christian, Bayern hatte schon Losglück mit Rom und versemmelt es trotzdem. 0 Schüsse aufs Tor. Wenn nicht jetzt, dann fliegen sie halt gegen den nächsten Gegner raus. International ist Bayern seit 10 Jahren ohne die Corona-Lotterie unbedeutend. Naja, halte ich immer noch dagegen. 7 Trainer in 7 Jahren. Nach diesem Kick wird hinter den Kulissen auf Hochdruck nach einem neuen Trainer gesucht. Wenn der Vorstand jemand findet, fliegt Tuchel noch diese Woche. Wahrscheinlich übernehmen Flick bis zum Sommer. Flick soll jetzt zum Heinkes 2.0 werden. Denke ich nicht, aber wir werden sehen. Peter Pan, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die Mannschaft folgt Tuchel total. Sind jetzt bis Sonntag alle offline und wenn sie den Rechner wieder anschmeißen, ist das Spielende. Samando, Sané wirklich eine Vollkatastrophe. Absolut kein Ball kam an. Jeder Ball ging weit nebens Tor. Sogar einfache 10-Meter-Pässe kamen nicht an. Upamecano hat sowas halt in Topspielen. Wenn du dich erinnerst, ich habe Upa bereits öfter kritisiert und du gesagt hast, dass er eine Zeit lang echt konstant gespielt hat. Ja, hat er ja auch. Was nützt es mir, wenn er 99% seiner Zweikämpfe gewinnt, wenn er in solchen Spielen sich sowas leistet? Und das Jahr für Jahr. Ja, gehe ich mit dir. Ich hoffe, die Bosse erkennen das nun endlich, dass er ebenfalls weg muss. Was das Rückspiel angeht, hoffe ich teilweise, dass wir das verlieren bzw. ausscheiden. Ich habe keine Lust, im Viertelfinale gegen Real oder City da unsere 6 Dinger zu kassieren. Denn darauf läuft es im Augenblick hinaus. Lieber hier knapp ausscheiden und ein kleines bisschen Würde bewahren. Ansonsten kann ich hoffen, dass schnell der Umbruch eingeleitet wird. Ja, den Kommentar jetzt zu zerpflücken, nee. Guck dir gerne mein anderes Video an, was, wenn das Video rauskommt, auch auf dem Kanal drauf sein sollte. Da sage ich meine Meinung zum Trainer, Mannschaft und so weiter. Das müsste ich jetzt hier ausholen. Das erzähle ich alles in dem Video, was zu deinem Kommentar passen würde. 7/4 TV, überall Experten. Ja, ganz genau. Du musst ja die Meinung auch nicht teilen, da du das nicht tust. Tschüssi. Der Kommentar. Tuchel muss jetzt feuern, wenn man die Saison noch in Würde beenden will.
Lass uns einen Interimstrainer organisieren. Sei erst der U17-Trainer. Schlechter kann es nicht mehr laufen. Dann können wir in aller Ruhe zusammen mit Eberl einen Trainer suchen, der auf einer nachhaltigen Art und Weise zum FC Bayern passt. Die Mannschaft und Tuchel sind so tot, da werden wir kein Spiel mehr gewinnen. My expectations for Tuchel be love, but holy fuck. Ja, weiß ich nicht. Kein Spiel mehr gewinnen sehe ich jetzt nicht, aber ja, wir werden mit Sicherheit keinen guten Fußball mehr sehen. Wir müssen halt wieder darauf hoffen, dass Harry Kane aus nichts mehr macht oder dass Musiala oder Müller oder so einfach mal einen überragenden Tag haben und wir durch irgendeine Einzelaktion Spiele entscheiden. Banja, die Worte werden immer mehr zur Wahrheit. Steve Richards, also allmählich muss man aufpassen, sonst wird's echt übel. Armin, Sané denkt auch, wenn er nicht im Zentrum spielt, wie Müller, muss er den Arjen Robben machen. Das liebt Sané. Sané Schrottspieler von außen nach innen ziehen mit dem Ball. Gefühlt zu viele Zentrum, zu viele Spieler, die auf die 10 sind, alles 10er-Spieler. Sané, Musiala und Tell auf Außen haben. Der einzig Gute auf Außen, Kinsley, Coman und wenn er zurückkommt, Gnabry. Auch ein 10er. Tuchel muss weg, er findet die Mannschaft nicht und die richtige Aufstellung. Sehe ich ein bisschen anders, das sind nicht alles 10er. Für mehr müsste ich ausholen. Trader Joe, stark analysiert, danke. Ted Striker, man hat es einfach verschlafen, die Mannschaft komplett neu aufzustellen. Ja, Erfahrung ist wichtig, aber wenn man nun mal Spieler hat, die eindeutig über ihren Zenit sind und andere Spieler, die satt sind, da muss man halt mal einen extremen Schnitt machen. Sané, Gnabry, Müller und Kimmich wären für mich Spieler, die längst mal einen Wechsel verdient hätten. Und selbst ein neuer hätte ich schon längst ersetzt. Man muss es ganz einfach sagen, nicht der Trainer ist schuld, sondern die Vereinsführung, die den Schnitt versäumt hat, zu machen. Ja, aber der Trainer stellt die Spieler doch auf. Wo ist denn das Problem? Er muss doch einen Sané, einen Kimmich nicht aufstellen. Sind doch Alternativen da. Und Gnabry brauchen wir gar nicht reden, der ist noch verletzt. Müller hat er ja eh nicht aufgestellt. Also, wo ist das Argument? Und ja, wenn diese Spieler dann keine Stammspieler mehr sind, natürlich, dann kannst du diese Spieler auch verkaufen. So, dann wirst du sie vielleicht auch los, aber sonst wirst du sie ja gar nicht los, weil sie ja bei dem Verein bleiben möchten. Christian nochmal, Bayern ist klar besser geworden, anstatt 0:3, sondern 0:1, eine klare Reaction. Ja. Christian, Lanz, was bei FC Bayern los ist, kann ich nicht verstehen. Das hat mit ihm nichts zu tun. Wo ist das Mir Samir? Habe ich genug beantwortet in diesem Video, denke ich. Kalayo, 3 Videos von dir gesehen, direkt ein Abo dagelassen. Ich liebe deinen Sarkasmus und den Klartext. Ich sehe es genauso und das sage ich als Augsburger und FCB-Sympathisant. Ich denke nicht, dass Tuchel bis Sommer bleibt. Zur Theorie, Tuchel tut alles dafür, dass man ihn rausschmeißt. Was sollte er davon haben? Und das weiß ich nicht. Ist doch mehr als schlechte Werbung für ihn. Als Trainer sieht es doch immer besser aus, wenn man von selbst zurücktritt. Könnte ihm höchstens denken, dass sein Vertrag einen Rücktritt komplett ausschließt. Aber selbst dann kann man doch mit dem Vorstand reden und sagen, dass es im beiderseitigen Interesse ist, weil es einfach nicht mehr passt. Ja, na klar, wäre das schön, wenn sowas passieren würde, aber ich glaube auch nicht, dass Tuchel überhaupt an sich selber zweifelt. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Weil dann hätte er schon mal versucht, ein paar Dinge anders zu gestalten. Neomatrix, die komplette Mannschaft hat keinen Bock mehr auf Tuchel. Wenn man seine Dünnhäutigkeit bei der PK sieht, möchte ich nicht wissen, wie das erst beim Training aussieht. Wenn man bedenkt, wie schnell ein Nagelsmann oder Ancelotti entlassen wurde, verstehe ich nicht, wie man jetzt so lange zuschauen kann. Wir spielen grottigen Fußball, Spieler haben null Bock, Tuchel unsympathisch und ahnungslos. Punkt. Naja, ich denke, dass sich da gerade nicht wirklich jemand für verantwortlich fühlt. Ja, ich glaube, das ist so das Problem. Christian Loch, das 2. Jahr in Folge, wo uns Upa die Champions League verkackt. Den kann der Tuchel gleich zusammen mit Kim mitnehmen zum Stempeln. Naja, wir haben noch ein Rückspiel. War, Christian? Banja, guten Abend. Man könnte jetzt Romane der Kritik schreiben, aber ich erwähne nur eine Szene. Tuchel sitzt auf der Bank und vergräbt sein Gesicht, statt Einfluss auf das Spiel und dem Team zu nehmen. Meinst du das hier? Nach dem Kimmich passt, der ins Ausging? Sané hätte in der Kabine bleiben müssen, zumindest nach 55 Minuten, aber er schaut einfach nur zu. Die erste Halbzeit kann man noch okay nennen. Die zweite Halbzeit war nochmal eine Stufe schlimmer. Das war wie zum Ende der letzten Saison. Ich hätte mir gerne Erfolg mit Tuchel gewünscht, aber man es schon letzte Saison gesehen. Und nun sind wir an einem Tiefpunkt angekommen und es spricht nichts für ihn. Das gleiche dachte ich beim Elfmeter auch. Goretzka hatte 2 Flanken. Ja, gibt's nicht viel hinzuzufügen, leider.
Viktor, eventuell würde ein zweiter gleichberechtigter Trainer an Tuchels Seite was bringen, sozusagen als Teamwork. Den jetzt Tuchel entlassen, bringt nichts. Du glaubst doch nicht, dass ein Thomas Tuchel sich auf sowas einlassen würde, ich bitte dich. Der ist ja kein Terzig bei Dortmund, Alter. Arthur, Tuchel wird uns ruinieren. Es kann doch nicht sein, dass der Vorstand beim FC Bayern es nicht sieht. Aristo, deine Analysen sind knallhart, mitunter ironisch, sarkastisch, on point, aber immer wieder auch brillant, mitunter. Hut ab dafür. Vielen lieben Dank. Da muss ich mal liken und ein Abo dalassen. Bin kein FC Bayern-Fan, aber alles andere als ein Hater. Sympathisant von Traditionsvereinen trifft es besser. Drücke euch international schon seit über einem halben Jahrhundert die Daumen, wenn ihr nicht gerade auf meine SGE trefft wie 1980 beim UEFA Cup gewinnen. Was du zu Tuchel kritisierst, ist überwiegend korrekt. Ich sehe auch suboptimale Auftritte, Fehler, die er macht. Meiner Meinung, Bayern hat nicht mehr die Qualität im Kader, die man bei seinen großen Saisons unter Jupp Heynckes und Hansi noch hatte. Es ist in den letzten Jahren kontinuierlich enger geworden in der Meisterschaft. Ein Abwärtstrend hätten weder Pep noch Kloppo noch Jupp verhindern können. Allerdings schon ein anderes Auftreten. Und vielleicht weniger Niederlagen. Vielleicht gelingt es einem Hansi Flick nochmal einen Ruck in die Mannschaft zu bewegen. Sei euch zu wünschen. Zu Kim möchte ich mal auf ein Thema hinweisen, was noch niemand benannt hat zu seinen Gunsten. Er galt ja nicht umsonst als bester IV in der Serie A. Aber dieser Mann musste, als alle anderen Spieler 6 Wochen Pause hatten, zum Militärdienst antreten in seinem Land. Aber hatte nicht mal 10 Tage, das ist viel zu wenig zur Erholung. Trotzdem hat er sich schon gegen Leipzig in den Dienst der Mannschaft gestellt. Nee, da bin ich bei dir. War es jetzt in diesem Video? Ich glaube, ich war sogar in diesem Video hier, oder? Ansonsten in dem anderen Video, was ich raushole, ich habe es auch gesagt. Min-Jae Kim braucht einfach mal 2-3 Wochen Pause, Alter. Deswegen war es fahrlässig gegen Leverkusen zu sagen, ach Min-Jae, bist ja gerade wiedergekommen, komm, zack, spielt Samstag. Schwachsinn, ja. Und wie du sagst, auch am Anfang der Saison, ja, warum tut man diesem Spieler das so an? Wie du sagst, nach dem Militärdienst hin und her. Aber Tuchel, egal, der spielt immer, weil er ist mein Transfer. Er spielt immer. Es ist scheißegal. Und wenn er nur ein Bein hat, spielt er. Ja? Völlig fahrlässig in meinen Augen auch. Er hatte nie die Zeit, sich mal akklimatisieren, Alter, ich kann nicht mehr sprechen. Ihr wisst, was ich meine. Anzukommen, mal an das Land zu gewöhnen. Ja, kam aus dem Militärdienst, hat durchgespielt, dann zum Asien Cup. Leute, der Junge braucht einfach mal 3 Wochen Urlaub. Schickt den einfach in Urlaub. Ja, gehe ich voll mit. Ich halte ihn für einen überragenden IV. Schnell, zweikampfstark, kopfballstark. Horizontales Aufbauspiel muss verbessert werden und ist eine Umstellung für ihn, was Tuchel fordert. Daraus resultieren dieses Jahr einige schlimme Fehlpässe und Konter. Ja, das Aufbauspiel ist leider grottig. Dem Rest hat er oft genug gezeigt, wenn er dann genug Luft im Tank hatte. Ja, dann gehe ich mit. Nach der kurzen Winterpause musste er dann gleich zum Asien Cup. Kim geht ohne zu klagen auf dem Zahnfleisch. Wenn er ausgeruht ist, dann rasiert er nächstes Jahr. Was mir an Tuchels Input nicht gefällt, ist, dass er die Spieler zu viel einengt taktisch. Spielt ja auch das Champions League Finale ohne Neuner. Dank Havertz denkt er wäre der Winner. Jupp und Flick haben den Spieler mehr Freiräume gelassen, wenn gewonnen wurde. Dann war es dank der Spieler und erst in der zweiten Linie dank der Taktik. Noch was. Levi hat im Moment öfter zum wichtigen 1:0 getroffen, war Gamechanger. Harry trifft mir hingegen öfter zum 4:0 oder 8:0 als zum 1:0. In wichtigen Games taucht er unter im Aufbauspiel. Nee, das sehe ich nicht so. Das hat meine Lewandowski auch immer vorgeworfen bei uns, dass er in den wichtigen Spielen abtaucht. Nein. Dafür müsste ein Harry Kane ja erstmal eingebunden sein in das Spiel. Und es müsste erstmal das Spiel auf ihn zugeschnitten sein, was es ja nicht ist, was bei Levi der Fall war. Dass ein Harry Kane überhaupt so viele Tore hat, grenzt eigentlich an ein Weltwunder. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen, weil dieser Spieler war noch nie, oder das Spiel war noch nie auf den Harry Kane zugeschnitten, seitdem Tuchel da ist. Das ist wild. Ja. Das sehe ich ein bisschen anders. Zu Min-Jae gebe ich dir 100% recht. 100%. Ja. Bot, die Präzision ist so schlecht, man glaubt es kaum. Und wie du schon gesagt hast, irre, wie langsam die das Spiel gemacht haben. Gerade wieder Kimmich und keiner hat die Räume erkannt und Mitspieler gesehen. Ja, und gerade, es waren so oft, dass wir haben eine Seite gut überlagert, das auf der anderen Seite komplett blank war. Und wir haben es nicht hingekriegt. Weder Kimmich noch Opa, der oft an dem Ball war, hätte einfach einen Diagonalball rüberspielen können. Ja, so wie es ein Dyer mit zugebundenen Augen kann. Also, wild.
Evangelist Uwe nochmal. Wie sieht es aus bis Saisonende? Bitte Walter übernehmen. Der spielt volle Offensive. Eine andere Taktik gibt es bei dem nicht. Außerdem ist er sehr günstig im Preis. Ist bei euch schon gut bekannt. Ja, selbst der wird bei uns wahrscheinlich was anders machen und besser, wie es der Tuchel gerade macht. Bad Flow, wenn der Gegner in 2 Spielen aus unter 1,0 Expected Goals 4 Tore macht, was soll man da machen? Was? Wenn der Gegner in 2 Spielen aus unter 1,0 Expanded, aus 1,0 Expanded Goals 4 Tore macht, den raff ich nicht. Weil die haben ja beide jeweils mehr wie 1 gehabt, oder? Ich weiß nicht, welchen Spaß du damit meinst. I don't know. Dominik, sollten Spieler gegen Tore spielen, dann sollte Tore gehen und ebenso auch jene Spieler, die gegen ihn spielen. Wie viele Trainer dürfen gewisse Stinkstiefel noch verheizen? Luca, eine positive Sache hat es, dass Bayern so einen schlechten Fußball spielt. Dein Kanal wächst endlich, wie er es verdient. Luca, da stimme ich dir zu. Das ist auch das einzig Positive, aber ich hätte auf dieses Positive gerne verzichtet. Der Echte. Ich denke, Tuchel wird heute im Laufe des Tages gekündigt. Leider nicht. Bricks im Kopf. Alles so super zusammengefasst. Bitte werft diesen Trainer raus und mit Müller, dass der quasi den Trainer gemacht hat, habe ich lustigerweise auch so gesehen. Marco Günther. Hab mich bei Bayern langsam daran gewöhnt, dass jedes Jahr der Trainer in Frage gestellt wird, beziehungsweise gewechselt wird. Seit Guardiola weg ist, wird unser Spiel immer schlechter. Vielleicht sollte man wirklich Flick zurückholen und die Mannschaft verändern. Hoffentlich haben die Bayern-Bosse einen Plan dann für die nächste Saison. Die aktuelle habe ich schon abgehakt. Wenn es nicht einen kurzfristigen Trainerwechsel gibt, wo der Trainer dann auch einschlägt, ja, kannst du einen Haken an die Saison machen. User, Tuchel hat fertig und sollte am besten sofort gehen. Gandalf. Chancen. Wenn wir die nett verwerten, sind sie sinnlos. Das bringt nichts. Fußball ist Ergebnissport. Ja, wir haben 15 Minuten Chancen gehabt. Dann war es das. Das ist halt einfach auch zu wenig. Und nochmal, du musst dann diese Chancen auch wenigstens aufs Tor bringen. Weil nur dann ist die Chance auch da, dass der Ball reingeht. Thomas Miller, De Ligt spielt nicht, weil er nach Tuchels Meinung zu langsam und roboterhaft ist. Dabei ist De Ligt unser bester Verteidiger, aber warum du Dyer so toll findest, verstehe ich nicht. Rein von der Qualität hat der bei Bayern nichts verloren. Wenn der so gut wäre, würde der für England in der Premier League spielen. Ja, da sieht man leider, dass du keine Ahnung hast. Muss ich leider so klipp und klar sagen. Hättest du die Spiele von Dyer gesehen, würdest du diesen Schwachsinn hier gerade nicht reinschreiben. Was spielt das für eine Rolle, ob er bei Tottenham nicht mehr Stammspieler war oder nicht? So. Ich könnte dich jetzt mit Argumenten zubomben. Fehlt mir jetzt nach über 2 Stunden leider die Lust zu. Wenn du dir die Spiele angucken würdest und dir mal angucken würdest, wie Dyer spielt, würdest du so einen Stoß hier nicht reinschreiben. Elite-Kicker, Full Support für Tuchel. Ja, gönn dir. Nati, so langsam glaube ich wirklich, dass Tuchel sich am FCB rächen möchte, weil die ihm die Meisterschaft beim BVB verwehrt haben. Kaffel, was ist das so schwer zu verstehen? Tuchel ist ein guter Trainer, der sich schon mehrfach bewiesen hat, aber eben nur eine gewisse Zeit. Es ist nun klar, warum Dortmund und auch Chelsea ihn trotz großen Erfolges entlassen haben. Er passt einfach nicht zum FC Bayern. Bei jeder Pressekonferenz wird er sofort 10 Grad kälter, wenn er den Raum betritt. Wie ist es da wohl in der Kabine oder beim Training? Er hat und hatte wahrscheinlich nie die Mannschaft hinter sich. Alles begann mit, das ist kein Müller-Spiel. Warum waren es vorher immer Müller-Spiele? Mit diesem Satz hat er unnötig eine Baustelle aufgemacht, die ihm seit seinem Amtsantritt auf die Füße fällt. Ja, und auch seinen Schock verliebt für den auf die Füße. Gunther. 3 Niederlagen innerhalb 5 Wochen, das hat es bisher noch kein Bayern-Trainer überlebt. Ja, Tuchel aber. Tuchel hat es überlebt. Pete Raider. Sorry, aber du machst es dir zu einfach. Suchst die Schuld nur bei Tuchel, dabei sind es die Spieler, die seit Wochen versagen. Die spielen doch einen unterirdischen Fußball. Die verlieren einfach Tabelle, bekommen kein schnelles Passspiel hin, weil Kimmich und Goretzka bei Bayern nichts mehr zu suchen haben. Oh. Nimm mal die Sätze und denk jetzt nochmal über dein Take nach. Ich suche die Schuld bei bei Tuchel nur. Du sagst aber im gleichen Atemzug, Kimmich und Goretzka haben bei Bayern nichts mehr zu suchen. Und wer stellt diese Spieler immer wieder auf? Ich? Oder Herr Tuchel? Oder die Spieler sich selber? Merkst du was?
Herr Tuchel, richtig? Sind wir uns einig, oder? Wer hat dann Schuld? Richtig. Derjenige, der sie aufstellt jedes Mal wieder. Warum nicht einfach andere Spieler aufstellen? Warum spielt wohl auch die Nationalmannschaft so schlechten Fußball seit Jahren? Ist mir Wurst, interessiert mich nicht. Ist dort auch Tuchel Trainer? Nein, Kimmich und Goretzka spielen Schlafwagenfußball. Alter, du untermauerst deinen Widerspruch ja nur. Wild. Sie sind zu langsam im Kopf und können keine Pässe in die Tiefe spielen. Die haben null Spielintelligenz. Tuchel hat im Sommer den Finger in die Wunde gelegt. Der wurde ein Spieler wie Declan Rice. Aber nein, Kimmich ist doch der beste Sechser, den man für Geld kaufen kann. Der Kader ist stark genug, so waren die Aussagen von Heiner und Hoeneß. Tuchel hat doch recht behalten mit seiner Aussage, der Kader ist auf Kante genäht. Die Neuzugänge im Winter überzeugen mich nicht. Fakt ist, ohne starkes Mittelfeld wird keine Mannschaft auf diesem Planeten etwas reißen. Bayern muss im Sommer einen Schritt machen. Kimmich und Goretzka Zeit beim abgelaufen. Ich gehe nicht weiter darauf ein. Ich denke, ich habe gerade dich argumentativ, hast du dich selber widersprochen. Also wild. Gary, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Champions League tippe ich auch immer. Ich dachte mir, bei die auf den Tisch und hab mal viel Asche in die Hand genommen. Nix, weg, doppelt. Hör doch auf, bitte. Vertragsverlängerung für Tuchel. Geil, super Trainer, Champions League-Sieger, super Statistik. Ja, sag ich jetzt nichts zu, wa? Butter bei den Fische. Ja, Karten hast du auch auf den Tisch gelegt. Ja. Was soll ich sagen? Zack hier, er stellt Mannschaft auf, weil alle gute Kerle sind. Hat er es alle Tassen im Schrank? Hat er nicht alle Tassen im Schrank? Hat er auch nicht. Pixie Cookman. Also wenn morgen Tuchel noch Trainer ist, dann darf ich nicht schreiben. Ja, ist er noch. Epic, ich sehe die Bayern gern verlieren, aber du bist korrekt. Abo dagelassen. Danke dafür. Johnny, schönes Video, danke. Daniel. Nee, Dani, wa? Weder Musiala noch Sané haben etwas auf den Außen noch auf der 10 zu suchen. Die müssen auf Halbposition spielen, so wie es Sané unter Nagelsmann halb links gemacht hat. Goretzka ist der schlechteste Bayern-Spieler, den ich seit langem gesehen habe. Absolute Vollkatastrophe. Carsten Wieland. Das sind doch alles deutsche Nationalspieler. Sir Vitropic. Manu Thiel hat ein Video zur aktuellen Bayern-Misere gemacht. Vielleicht möchtest du dazu eine Reaction machen. Nee, möchte ich nicht. Blue White Spartan. Musiala oder Müller? Wenn du schon über Musialas Vergeudung am Flügel lamentierst, ergibt also alles kaum Sinn. Das ergibt für mich gerade auch keinen Sinn. Nee, ich bin nicht so jemand, der gerne Reactions zu Fußballthemen macht. Keine Ahnung, vielleicht gucke ich mal rein, weiß ich nicht. Lass dich überraschen. Ich habe ein eigenes Video gemacht, wo ich meine Meinung nochmal versuche, emotionslos und zusammengefasst rüberzubringen. Ja. Aber vielleicht gucke ich mal rein, mal schauen. Johann, was braucht es noch, bis man begreift, dass dieser Mann kein Trainer für diese Mannschaft ist? Das weiß ich auch nicht, Johann. Florian, die haben keinen anderen Außen als Sané. Nee, ist Schwachsinn. Christian Brot, seit 180 Minuten kein Ball, der ins Tor hätte reingehen können. Kimmich schafft es aus 12 Metern, 3 Meter am Tor vorbeizuschießen. Tim Zauner, ich persönlich finde, Tuchel ist ein guter Trainer, nur ich kapiere manchmal seine Entscheidung nicht. Ja, kannst du ja auch ruhig finden. Epic, herrlich, so kann der FC Bayern noch eine Weile weiter stolpern. Am besten finde ich ja den Leroy. Na, guck mal. Da ist doch wenigstens einer, der sich freut. Bist du auch nicht der Einzige, der sich freut, dass wir stolpern. Ist doch alles gut. Carsten Wieland, kann bei Bayern niemand anderes Ecken schießen als Kimmich? Doch, Leroy. Bot, ich kenne noch ein paar gute Kerle, die nicht Fußball spielen können. Der war böse. User, bin Victor und ich mag dich sehr. Danke, Victor. Songguan. Upamecano, 2 kapitale Fehler. Das geht auf diesem Level als Innenverteidiger nicht. Ja, habe ich schon genug zu gesagt. Ne? Christian nochmal, Nagelsmann wurde für weniger entlassen. Der kommt aus dem Lachen nicht mehr raus. Das ist richtig. Thomas, also ich bin ganz froh, dass Bayern mal nicht so gut ist. Francesco, danke. Blue White Spartan. Sané gebe ich dir momentan recht, aber Musiala ist noch schlechter. Alex Kuhn. Man kann nur hoffen, dass die jetzt gegen Bochum unentschieden, gegen Bochum spielen und gegen Rom verlieren. Dann ist Tuchel weg. Ich glaube, wenn er gegen Bochum verliert, wird es schon eng werden.
Aber mal abwarten. Vielleicht gewinnen wir auch überraschenderweise. Zack hier, Tuchel vor die Tür setzen bitte. Er ist überall, wo er war, Probleme. Aber Bayern holt sie ein Trottel von Trainer. Kid from the Hood. Ich habe genug von Leroy. Im Sommer verkaufen. Punkt. Kriegen bestimmt für den wenigstens noch ein gutes Geld von Chelsea oder so. Hopfen und Malzen verloren bei ihm. Und ganz ehrlich, Musiala auch weg. 150 Mille ist ein Haufen Geld. Der ist es einfach nicht. Macht Dribblings für TikTok. That's it. Nee, sehe ich anders. Sané, gebe ich dir recht. Dass man da einen Haufen Geld für kriegt, wage ich zu bezweifeln. Musiala sehe ich anders. Also erstmal glaube ich nicht, dass dir jemand 150 Millionen für Musiala gibt. Beim besten Willen nicht. Musiala muss ich hardcore in Schutz nehmen. Musiala ist eine Maschine. Ja, einfach unter Tuchel. Tuchel kriegt es nicht hin, den Musiala vernünftig einzustellen. Ja, und Punkt 2 darf man nicht vergessen, wie jung ein Musiala ist. Dem muss man auch mal gewisse Leistungsschwankungen zugestehen. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass ein Tuchel Musiala immer noch nicht die Position für Musiala gefunden hat, wie ich finde. Ja. Aber auch nur meine Meinung. Nordcore. Thomas Tuchel, toll, Tuchel. Was eine Selbstzerstörung. Wir sind jetzt endlich wieder auf dem Spielniveau von Herrn Klinsmann anbelangt. Mir fehlen die Worte. Andreas. Verstehe nicht, wie man als Bayern-Spieler schlechter machen kann, wie bei Min-Jae Kim. Der war super klasse, bevor er zu Bayern ging. Ja, Min-Jae Kim haben wir ja gerade gehabt, das Thema, ne? Das spielt natürlich eine Riesenrolle. Der Junge braucht halt einfach mal, der muss mal abschalten können vom Schädel alleine her, ne? Konnte er bisher nicht. Serbi Troppi nochmal. Mal ehrlich, ich glaube, du wärst echt gar kein schlechter Ersatz für Tuchel. Schlechter würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen, nee. Blue-Weiß Sparta. Müller war und ist immer überbewertet, aber nicht beim 0815 Bayern-Fan. Nee, das stimmt nicht. Ich habe Müller auch schon oft kritisch gesehen. Ich denke, jeder 0815-Fan, ich glaube, es zeichnet eher 0815-Fan aus, wenn man sagt, Müller war und ist immer überbewertet. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, dann hast du einfach nicht den Müller als Spielertyp verstanden. Ja. Und ich denke, jetzt gerade gegen Gladbach hat man gesehen, wie wichtig Müller war. Auch gegen Lazio hat man gesehen, dass er der Einzige war, der sich dagegen gestemmt hat. Fußballerisch auf der Zehnerposition hat ihn Musiala auf jeden Fall den Rang abgelaufen gehabt. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ja, viele verstehen den Fußballer Müller einfach nicht. Was auch nicht schlimm ist. Ja, aber man muss das schon ein bisschen differenzierter betrachten. Ich glaube nicht, dass Müller überbewertet war oder ist, weil unter Tuchel ja schon gar nicht, hat er ja wenig gespielt, also kann er nicht überbewertet sein. Müsste man mal extra Video zu machen zu Thomas Müller. Ja, wäre vielleicht mal ein Ding, was ich mir mal überlege. Frag Matta, bin Dortmund-Fan, kann mich nicht erinnern, so eine schlechte Leistung in einem K.O.-Spiel der Bayern gesehen zu haben. Ich freue mich so hart auch Bochum vor aus Bayern, was da passiert. Bin mit Sieg Bayern gegangen. Ja, wenn ich die aktuelle Leistung sehe, ist die Chance relativ hoch, dass wir nicht gewinnen gegen Bochum. Magic, Tuchel kann nichts dafür, die Spieler verstehen es nicht. Das Team ist kaputt. Sehe ich anders. Michael Mord, Top-Kommentar. Zack hier, Kai, du redest mir aus der Seele, danke. Stefan, Champions League aus, dann Tuchel, AD und weg. Das hat keinen Sinn mit diesem Trainer, der passt nicht und hat die Mannschaft nicht im Griff. Das ist leider wahr. Raiko, das ist das aus, Tuchel muss raus. User, wenn das so weitergeht, kann nur noch Felix Sadamaga die Bayern noch retten. Chefkoch, Tuchel ist vermutlich das Beste, was in Bayern passieren kann. Bei allen Experten da draußen, ihr seid nicht besser und kennt die Hintergründe für Aufstellung etc. nicht. Der Kader ist einfach zu schlecht und that's all. Nee, das ist leider kompletter Schwachsinn. Meiner Meinung nach. Du kannst natürlich deine Meinung haben, für mich völlig fein. Erik Dörfert. Bayern hat gegen Lazio keinen einzigen Torschuss hinbekommen. So kann man gegen Lazio weder gewinnen noch unentschieden spielen. Doch, man kann so unentschieden spielen, indem man keinen Elfmeter verursacht und 0-0 spielt. Bernd Biesenkamp, VfL Bochum 4-0, dann ist Tuchel weg. WZ, Tuchel, schlechtester Trainer der Bayern, den Bayern je hatte und ist auch sehr beratungsresistent. Nagelsmann ist wegen weniger entlassen worden. Ja, das ist leider so. Erda Geimer, Erfolgsfan. Na, dann Smiley ist, denke ich mal, wir verstehen uns. User, lasst Tuchel gehen und holt Flick zurück. Leistungsverweigerer rausschmeißen, egal ob das gute Jungs sind.
Mr. Edward, keine Lust auf Europa League. User, stimmt es, dass Tuchel, wenn er entlassen wird, eine Abfindung in Millionenhöhe bekommt? Doch wenn er selbst kündigt, bleibt die Abfindung aus? Ja, na klar, ist auch immer so. Also wenn derjenige entlassen wird, aber einen laufenden Vertrag hat, musst du ihn auflösen. Musst du nicht, du kannst den Vertrag auch weiterlaufen lassen, ihn einfach nur beurlauben. Dann bekommt er halt ganz normal sein Gehalt weiter, dafür, dass er nichts tut. Aber wenn er selber kündigt und der Verein das annimmt, ja, dann ist das so. Dann gibt's auch kein Geld. Johann Bain, hat mich gefreut, dass du so schnell ein Video rausgebracht hast. Mag deine Videos. Einige Spieler sind satt. Ich AG. Geld kommt, so oder so rein. Gruß. Das ist richtig. Tuchel muss endlich weg, Philipp. Mich bei dir. Martin, Tuchel sollte von sich aus gehen. Er hat schon längst die Kabine und die Mannschaft verloren. Ja, das glaube ich mittlerweile auch. Martin Gera, Lazio ist 7. in der Serie A. Die musst du weghauen. Ja, die musst du nicht weghauen, aber du musst das Spiel gewinnen. Ne? Zacke, für mich Tuchel überbewertet. The Real Luciano. Man merkt einfach, wie derbe erfolgsverwöhnt ihr in München seid. Muss man aber auch mal sagen. Nee, dann hast du einfach schlechtere Ansprüche, als wir es haben. Das hat nichts mit erfolgsverwöhnt. Ja, wir sind erfolgsverwöhnt, natürlich. Wir sind 11-mal hintereinander Meister geworden und so weiter und so fort. Natürlich sind wir erfolgsverwöhnt. Und da müssen wir nicht drüber reden. Aber hier geht es jetzt, bei dieser ganzen Diskussion, geht es nicht um den Erfolg. Die Diskussion findet statt, bei mir zumindest persönlich, hier auf dem Kanal kannst du gerne nachschauen. Wenn du einfach mal 8 Wochen zurückgehst zum Beispiel, findet die Diskussion genauso statt. Ja, es geht nicht um die Ergebnisse, es geht einfach um die Art und Weise. So, unabhängig von Erfolg oder Misserfolg. Nur jetzt im Misserfolg kommen natürlich alle anderen auch noch dazu, ja, und hauen auch mit drauf. So, das ist der Unterschied. Aber ich kritisiere das schon seit der Vorrunde. Ja, also unabhängig von dem Erfolg. Erik Dörfer nochmal. Es war auf jeden Fall eine rote Karte für Opa. Ja, war es. Malora Luca. Gucci Gnabry hätte locker 2 Dinger gemacht, aber leider ist er noch verletzt. Das ist echt ziemlich fatal für uns. Ich meine, seit Gnabry verletzt ist, läuft es nicht mehr. Für mich ist das schon lange Zeit kein Zufall mehr. Mit Gnabry die Wende schaffen. Er kann ja dann bald zeigen. Ne? 2, 3 Wochen ist er ja am Start. Dirk, da lag schon bevor er getroffen wurde. Köstlicher Scherz. Naja. Er ist schon früh gesprungen. Ne? Rayo ist back. Da kauft man sich Brian Zaragoza und lässt lieber Schuppo spielen. Den kann Tuchel mitnehmen in Urlaub. Allein Nagelsmann gegenüber, der letztes Jahr noch überall dabei war, und das alles so vor die Wand zu fahren, vor allem ist er selber ratlos, was da abgeht. Und wie du sagst, lieber schaut er sich den Untergang mit an, statt gescheit zu reagieren, wenn man merkt, da kommt nichts. Denke, Zaragoza, Tell, De Ligt oder andere hätten es auch besser gemacht, beziehungsweise schlimmer hätte es nicht kommen können. Unser Anspruch ist ja ordentlich gesunken. Ja, ganz genau so sehe ich das halt auch. Selbst wenn man von einem Zaragoza, Tell, De Ligt nicht wirklich überzeugt ist, was jeder für sich selber irgendwie entscheiden muss, wie du es aber wirklich richtig sagst, es hätte nicht schlimmer kommen können, wenn man sich anguckt, welche Leistungen da gezeigt wurden. Wenn man hört, Tuchel 40 Spiele, ca. 10 Niederlagen, die hatte Nagelsmann bei 80. Xabi Alonso kickt wenigstens noch mit und zeigt den Jungs, was die Äußerung von Müller zu Kimmich im Training war, auch komisch, als er sagte, dafür musste man selbst auf dem Platz stehen. Eventuell ist Tuchel auf dem Papier und am Board gut, aber sehe da keine Verbindung, Vorbildfunktion oder sonstiges. Kane wird kaum bedient und Müller wirklich der Einzige, der gebrannt hat. Fand der Kimmich heute auch nicht schlecht. Der braucht mehr Zuspruch und Selbstvertrauen, aber Tuchel mit seinem Holding Six Geblabbel erzielt das Gegenteil. Hoffe, Jo kommt auch wieder stärker, bei Pep war er Weltklasse. Ich sehe den Kimmich nicht als Sechser. Das wird sich auch nicht ändern. Da fehlen ihm die Qualitäten für. Herbert Groh, was ich beim letzten Mal gesagt habe, Sie sind ein klasse Mann, wenn es nach mir gehen würde, wären Sie der richtige Trainer für meinen FCB. Wenn es nach mir gehen würde, wäre ich das auch, ja. Vielen lieben Dank. Kaiser Markus, ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Ja. Gebe ich gleichfalls zurück, weil ich sehe hier nicht ein Argument, was dafür oder dagegen spricht. Also gönn dir. Edition, mir san Mimimi. Und tschüss. Richtig. Ebert Holländer. An Kimmich habe ich mich satt gesehen. Der ist doch kein Antreiber.
Wo sind die unwiderstehlichen Antritte, die auf dieser Position zwingend erforderlich wären? Zurück- und Quergeschiebe, das war's. Arme Trainer, da steht auf verlorenem Posten, habe fertig. Herbert nochmal, glauben Sie, ich bin seit über 50 Jahren Bayern München-Fan, aber seit Tuchel Trainer ist, werde ich immer mehr enttäuscht von der Mannschaft. Ja, kann man verstehen. Chico, ich kommentiere nur wegen dem Algorithmus, wobei, gibt sicher genug Kommentare. Na, da ich jetzt hier schon wieder 2,5 Stunden sitze, sind es einige geworden, Chico. Danke. Herbert, rot-weiße Grüße von mir an Sie. Danke. Grüße zurück. Ebert Holländer. Kimmich läuft ein Tempo, 0 Antritt. Kann der überhaupt nicht. Hans im Glück. Tuchel ist nach Klinsmann der schlechteste Bayern-Trainer aller Zeiten. Ich bin mir sicher, dass Hoeneß schon telefoniert. Anscheinend nicht. Niklas. Dieses Team hat fertig. Tuchel ist die ärmste Sau. An seiner Stelle würde ich zurücktreten. Der steht da am Rand, schreit Leon an, er soll Tempo machen und vorgehen und der steht rum wie eine Ölgötze. Dieses Team ist untrainierbar. Da sind jetzt mit Ancelotti, Kovac, Flick in der zweiten Saison Nagelsmann und Tuchel 4 europäische Top-Trainer und Kovac dran gescheitert. Eber muss aufräumen im Sommer. Ja, nochmal, Niklas. Am Ende des Tages stellt Tuchel die Spieler auf. Dann soll er doch einen Goretzka und Kimmich draußen lassen. Punkt. Sané raus, Kimmich raus, Goretzka raus, Upamecano raus, Tuchel raus. Trader Joe, Zizi war das. Trader Joe, das war echt kein Lazio, das war schon ein Fellatio von beiden Seiten. Tobias, ich finde persönlich, man muss Tuchel entlassen, wenn man noch will, dass die Saison nicht komplett an die Wand gefahren wird. Tuchel mag ein guter Trainer sein, aber passt überhaupt nicht zu Bayern. Über seine Entscheidung muss ich ehrlich sagen, bekomme ich das Kotzen. Er macht alles schlechter. Leider ist das bisher so. Sané, Gnabry 100% raus, Tuchel gleich danach. Michael, das war's. Heute, ich bin durch. Wahnsinn. Ja, Meinung ist relativ gleich, aber wie soll die Meinung jetzt auch anders sein, nachdem wir 2 der wichtigsten Spiele dieses Jahr verloren haben? Ja, in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen Dank für alle, die mich supporten. Bis dann. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.